Ja, geht da was? So, wunderschönen guten Abend. Mrs. Fichterli, Mrs. Samcrowife und der Herr Motzog. Servus, ich sag's dir gleich, ich werd nicht da sein, wenn du Plugtail spielst. Ja, Setsch, ich spiele heute Plugtail. Hab er da aber eigentlich im Voice gesagt und es steht seit Sonntag in der Ankündigung. Ja, just saying. Aber ja, wir spielen heute Plugtail. Und wahrscheinlich auch morgen, je nachdem. Muss ich mal schauen. Jetzt muss ich erst einmal hoffen, dass der Wumms da überhaupt hat. Der Mr. Price ist schon wieder am Start. Ja, sowas aber auch. Herzlich willkommen zum Ratzen-Simulator 2.0. Mr. Price, auch ein herzliches Willkommen an dich zum Ratzen-Simulator 2.0. Merci weiterhin für deinen Support und willkommen weiterhin natürlich auch in der Basis und viel Spaß mit den Emotes, mein Freund. Natürlich spielen wir mir heute bei Release an Ratzen-Simulator 2.0 und ich hab Bock drauf. Ich glaube, ihr habt auch Bock drauf. Du sagst, was du das weißt. Ja, ist schon alles gut, kein Stress. Das war mir fast klar. Also es wird den einen oder anderen geben, der sich das nicht anschaut, weil er es natürlich selber spielen will. Ja, dazu zählt natürlich auch der Mr. Motzog dazu und das ist fein so. Ja? So, ich war auch bereit. Ich glaube, ich bin auch bereit, glaube ich. Ich hab Bock drauf. Ja, so, natürlich, der darf natürlich nicht fehlen. Oh Leute, ich hab mich jetzt seit Sonntag frei mit drauf. So richtig, ja? Seit Sonntag frei mit drauf. Und ich hab so richtig Bock auf das Spiel. Ich hab mir's heute in der Früh, Gott sei Dank, also ich hab's heute in der Früh aufgemacht, Spiel, und hab dann erst mal einen Patch von 47 GB ins Gesicht geworfen gekriegt und dann hab ich mir so gedacht, ja, gut, dass ich es in der Früh schon probiert hab. Ich war ganz kurz im Spiel, ich habe nur Einstellungen gemacht, Grafikeinstellungen, aber das, was ich bisher gesehen habe, es schaut so unfucking fassbar gut aus, das Spiel. Also ich hoffe jetzt einmal, dass mir das performance-technisch da mit OBS und so weiter und so fort, dass das alles sauber läuft. Ja, da haben wir beim ersten Teil zeitweise ein bisschen Probleme gehabt. Falls es nicht hundertprozentig läuft, haben wir Möglichkeiten. Ja? Also wir werden das schon irgendwie hinbringen. Vielleicht läuft es das war natürlich die Wunschvorstellung, dass das jetzt genauso anläuft, wie ich sie eingestellt habe. Wie gesagt, wenn nicht, können wir da noch ein wenig deichseln. Ja? Ich möchte auch heute ehrlich gesagt nicht allzu viel Zeit vertrödeln. Ich habe, ohne Scheiß, mir kribbelt seit Tagen unter die Finger. Ich möchte das Spiel endlich spielen. Ich habe mich nicht von gar nichts spoilern lassen. Ich habe keinen einzigen Streamer geschaut, der wo das spielt. Gar nichts. Also wir gehen da komplett blind rein. Das sollte ich vielleicht noch in den Titel reinschreiben. Das war vielleicht vom Vorteil. Ja? Weil es soll ja den einen oder anderen geben, der wo sich mit Spoilerwarnungen nicht so auskennt. Ja? Gut. Dann straight into it, Mr. Price. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Ja? Ich sag's nur vorsichtshalber. Ich werde es auch nachher nochmal sagen, wenn wir ein paar mehr haben. Ja? Weil ich weiß jetzt nicht, wie viel da haben, ist auch völlig irrelevant. Ich sag's aber jetzt zu Anfang und ich sag's auch zwischendrin. Leute, wer spoilert, ist mir scheißegal, ob VIP, ob monatlicher Sub oder sonst irgendwas, der fliegt. Da geht bitte eine Warnung an meine Mods raus. Wenn irgendwer mich hart spoilert, bannen. Und zwar permanent. Bitte, Dankeschön. Okay? Die Warnung ist somit schon mal ausgesprochen. Wie gesagt, ich werde es im Laufe des Streams nur mal dazu sagen, wenn wir später irgendwann einmal mehr haben. Mr. Sherry, habe die Ehre. Einen wunderschönen Dienstagabend. So, genug gesagt. Leute, wir starten jetzt, okay? Wir vertrödeln mir heute nicht lange Zeit. Wir streamen heute bis ca. 21 Uhr. Ja? Also wir schauen uns jetzt locker flockig einmal geschmeidig 3 Stunden von dem Wumms an.
Schauen wir mal, was das kann. Lexi, habe die Ehre. Schauen wir uns einmal an, was das Spiel kann. Und dann werden wir schon sehen, da ich mal Schwabe haben. So, bitte spielen wir das Spiel. So. Bitte gibt's mir dann eine Rückmeldung, wie wir mit dem Ton ausschauen, okay? Ich hab ihn jetzt einmal so grob eingestellt. Aber das sollte passen. Lexi, alles fit bei dir? Und haben wir, Beidel haben wir hoffentlich. Geht jetzt einfach mit der Schwere aus, dass wir Beidel haben. Beidel haben wir, sehr gut. Yes, yes, sehr schön. Dann schauen wir mal. Ja, ich habe verstanden, dass automatisch speichert. So. Den Spielstand habe ich vorher nur mit gelöscht, weil ich mir nicht sicher war, ob ich eine Cutscene übersehen habe. Ja, falls ja, kommt die jetzt nur mehr und falls nicht, okay, kommt keine mehr. Müssen wir uns aber Grafikeinstellungen jetzt trotzdem nur mehr anschauen. V-Sync ist, es hat es übernommen, okay. V-Sync ist aus, das passt. Wir spielen es jetzt nicht auf voller Grafikeinstellung, ja, das ist alles ausgeschaltet, weil ich mir sonst fürchte, dass sich das mit OBS gewaltig beißt. Mein PC, der hat's Bocker, das war überhaupt kein Thema nicht. Wir spielen es jetzt auf hoch, es ging nur Stufen her, das sparen wir uns aber, es gehen aber auch noch 2 Stufen zurück. Also, wie gesagt, wir haben da Möglichkeiten. Gut, wir spielen es auf Deutsch, ja, wir haben den Vorgänger, Plague Tale Innocence, auch auf Deutsch gespielt, ja. Für alle, die wo das vielleicht nur mal sehen möchten, schaut auf meinen YouTube-Kanal vorbei, Ausrufezeichen YouTube, da ist das komplette Projekt vorhanden. Ja. Ich frage jetzt mal blöd, um was geht's bei dem Spiel? Also ich kann das jetzt so sagen, wie gesagt, mein Hinweis auf meinen YouTube-Kanal, da ist das komplette Projekt noch mit drin, falls du den ersten Teil nur anschauen möchtest. Es geht basically einfach um eine Rattenplage. Ja? Um eine Rattenpest, ja, es ist quasi eine Plage, die ganz Frankreich überfällt. Und es geht mehr oder weniger um ein Kind, ja? Um unseren Bruder mehr oder weniger, der der Einzige oder wohl der Einzige ist, der diese Kreaturen kontrollieren kann, weil diese Ratten über alles und jeden herfallen. Ja? Das ist so mal das Grobe. Wie gesagt, wenn es dir interessiert, was im ersten Teil passiert, schau auf meinen YouTube-Kanal vorbei. Ja? Schau, da kannst du in der Playlist schauen, Plague Tale Innocence, glaube ich, haben 5 oder 6 Teile. Ja? Das sind einfach Wots, die werden da 1 zu 1 einfach umgelohnt. Da kannst du das in aller Ruhe anschauen. Wie gesagt, wenn es dich interessiert. Wenn nicht, dann kannst du fragen. Also, alle, die jetzt da haben, die waren ja beim Vorgänger da. So, wir gehen mal eine. Schwierigkeit normal, Kopfhörerausgabe passt, Textsprache Deutsch, Audiosprache Deutsch, Untertitel sagen wir jetzt einmal nicht da. Aber noch weitere Optionen, ja, das sparen wir uns das Grafik, oder? Ja, passt schon. Okay. Ein ins Viech. Kapitel 1 unter einer neuen Sonne. Königreich Frankreich. Es schaut verdammt gut aus. Er fängt uns gleich, Amicia. Er ist direkt hinter uns. Renn weiter! Er ist zu schnell! Wir schaffen das! Hugo und Amicia, unsere Protagonisten aus dem ersten Teil. Er kommt! Blöde Sträucher! Ihr seid zu schnell für mich! Los, kommt uns doch, Zauberer! Hey, entspann dich. Unser Bösewicht kann nicht mehr. Das ist euer Turm. Er ist verhext. Er wird nie müde, oder? Ich muss langsam mal weiterlernen. Komm schon, das war eine sehr lange Reise heute. Bitte, Mutter sagte, wir sollen ihn schön erschöpft machen. Gebt Acht, Zauberer! Der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Eure Mutter fragt sich bestimmt, wo wir sind. Holy shit, schaut das Spiel brutal aus. Doch wohl die Beine vertreten. Ja. Bist du bescheuert? Ja, wir fangen mal wieder mit den ganz üblichen Protagonisten an.
Amicia, das ist unser Charakter, den wir im ersten Teil schon gespielt haben, den spielen wir wohl auch im zweiten Teil. Ihr Bruder, den haben wir gerade eben gesehen, das ist der Hugo, der steht da hinten. Ich habe gerade gelesen, er ist scheinbar König jetzt mittlerweile, offensichtlich. Ich weiß jetzt nur leider einen Namen nicht mehr von unserem Alchemisten, den habe ich vergessen, aber den wird man relativ schnell wieder erfahren, glaube ich. Ja, also dieser Mann hier, dieser junge Mann, der hat uns auch im ersten Teil sehr stark geholfen. Ja, er ist wie gesagt ein Alchemist und hat auch eine bedeutende Rolle gespielt. Grafik ist schon mal gut, die ist Wahnsinn. Die Grafik ist Wahnsinn. Ich hoffe jetzt einmal, dass es nicht ruckelt und ich hoffe jetzt einmal, dass der Sound auch so weit passt. Ja, ich gehe jetzt einmal davon aus, es ist alles in Ordnung, weil sonst hätte es wahrscheinlich schon gerührt. Wie ein Film, ja. Also die Grafik ist absolut Wahnsinn. Ich darf sogar sagen, die ist noch mehr ein Ticken besser als der vom ersten Teil. Ich hab so Bock auf das Spiel, ich kann es gar nicht sagen. Eine Burg. Vor allem, was man jetzt schon so straight voll, was mich so ein bisschen flasht, der erste Teil war ja sehr düster. Ja? Also von der Stunde 1 auch eigentlich. Da hast du eigentlich jetzt nicht wirklich so eine Kulisse gehabt, wo wirklich die Sonne gescheint hat. Ich glaube, die erste Stunde mal ein wenig, aber da bist du eigentlich auch mehr oder weniger ja, vom Düsteren so gedruckt worden, weil du musst ja aus dem Schloss flüchten im Endeffekt. Aber das, wie gesagt, es schaut Wahnsinn aus. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Stream umkommt, aber da am Bildschirm jetzt, es ist schon Wahnsinn. Dann mal schnell. Okay, Renner können wir in dem Spiel auch wieder, das ist gut. Hugo, du wirst schwitzen wie ein Schwein. Ich schwitze wie ein Schwein. Ich bin ein Schwein. Tut dir nur gut. Ey, der schaut sich, das ist so Wahnsinn, hey. In was für eine Richtung das jetzt Spiele entwickeln, das ist unfassbar. Gut, ich hoffe zwar, dass der Kasten da unten nicht brennen wird, aber das wird schon passen. Hübsches neues Haus. Das ist eine Burg. Na gut. Lukas, der Heimtückische, dringt in meine Burg Der ein. Lukas. Ja, und ich werde dich in einen Käfer verwandeln. Amicia, er ist zu mächtig. Verstecken wir uns. Ja. Ich zähle bis 10. Dann schnapp ich euch. König Hugo und... Amicia, die Amazone. Natürlich. Los, jetzt! Komm, Amicia, die Amazone. Wir brauchen ein gutes Versteck. Ich stehe euch bei, mein König. 4, 5, Schnell, schnell. Gut, behalten wir ihn im Auge. Ja, wenn er kommt, fliehen wir. ich komme. Er kommt. Ja, das ist jetzt mehr oder weniger das Tutorial. Das sind die typischen Mechaniken, was auch im ersten Film, im Teil schon gegeben hat. Lukas, der Heimtückische. Schwöre, dass der Heimtückische hat euch erblickt. Es ist vorbei. Hey, Du wollten bist wir zu uns, böse. wollten wir uns jetzt verstecken sein? Verzweifelt nicht. Zu einfach. Gut, ihr bekommt noch eine Chance. Wir müssen uns mehr bewegen, um nicht gesehen zu werden, mein König. 1, 2, 3, Ja gut, ich verstecke mich jetzt einfach mal. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey, ich kann doch nicht weiter. What the fuck? Er kommt hierher. Wo seid ihr? Ich kann eure Angst riechen. Oder ist das euer königlicher Mundgeruch? König gefunden. Die Frage ist, wo soll ich mich da verstecken? Unterschätzt. Moment einmal. Er ist zu stark. Sollen wir schauen. Oh, wir sind zu schlecht. Oh, ich will noch mal. Bitte, bitte, bitte. Na gut. Mein schwarzes Herz brennt für den Kitzel der Jagd. Ah, vielleicht müssen wir... Rennt, ihr Narren! Dieses Mal zähle ich nur bis 5. Na los, Amicia. Schnell, mein König. 1, 2, 3, Steht er denn überhaupt? Ach, da oben. 4, 5. Ich komme! Er kommt hierher. Diesmal lasse ich keine Gnade walten. Mein letzter Funken Herzensgüte ist verglüht. Ich kann Gedanken lesen. Ich weiß, dass König Hugo nachts Äpfel isst. Woher weiß er das? Gute Frage. Ach so, man muss sich gar nicht wirklich im Gebüsch verstecken. Man muss einfach nur die Sprache im Spiel lauter machen. Das sollte machbar sein. Das sollte machbar sein. Beziehungsweise ich kann auch einfach hergehen und sagen... So, Ton, warte mal. Gesamtlautstärke, das machen wir einfach Musik ein bisschen leiser.
Defekte machen wir auch mal ein wenig leiser. Ich glaube, das passt da so. Weißt du was? Wir sollten ihn jagen. Oh ja. Schleiche dich an Lukas heran und halte X gedrückt, um ihn zu erschrecken. Okay. Ihr seid gewiss, aber ich werde euch trotzdem finden. Okay, das ist einfach die klassische Tutorial-Mission, da wo wir einfach jetzt die ganze Steuerung, die Grundsteuerung einmal so ein bisschen lernen. Du hast dich so erschreckt. Nicht schlecht. Tja, ich gehe mal weiter lernen. Lukas? Naja, wenn man Alchemist werden will. Aber du bist ein Alchemist. Ich bin der Lehrling eurer Mutter. Von mir aus, dann geh lernen. Wir bleiben noch ein bisschen. Gut, bis dann. Okay, Lukas ist zum... Löst die ganze Burg an. Zu Befehl, guter König. Ich bin froh, dass Lukas hier ist. Ich auch. Ohne ihn gäbe es uns jetzt nicht mehr. So quasi dahinter. Es war im ersten Teil schon so, dass der ständig Handhalten mit uns tut. Oh, darf ich da hochklettern? Klar. Fallen nur nicht runter. Tu ich nie. Ja, klar. Ja. König Hugo patrouilliert über seinen großen Wall. Was siehst du von da oben? Mein Reich. Ist es wohlhabend? Das war's, aber dann kam Lukas. Oh ja, der berüchtigte Zauberer. Oh, ein Fluss. Das ist das Meer. Gehen wir auf Patrouille. Ja, dann. So schön. Und? Hier hört mein Königreich Also es auf. ist... Dieser Zweig ist deine Grenze? Ja. Warum nicht? Vorsicht, Amicia, die Amazone. Feindliche Schiffe. Es schaut halt echt aus, wie wenn ich mir einen Film anschauen darf. Was jetzt? Bleib an der Grenze und versenk sie. Lass sie nicht vorbei. Was sind wir da? Auf seinen Posten, Amicia. Hinter den Zweig. Ja gut, okay, geh hinter den Stecker. Meine Schleuder ist euer. Da kommt die Armee des Zauberers. Ich sehe sie. Wir retten euer Land, mein König. Ja, die Schleuder, die haben wir im ersten Teil schon gehabt. Okay, Schieß, Amicia. Alles klar. aber wohin? Haben wir da nicht mal einen Gockelmann? Gockelmann wo? Ich meine es ernst. Amicia, schieß. Ja, wohin denn? Da kommt die Armee des Zauberers. Ich sehe sie. Wir retten euer Land, mein König. Ja, ich soll halt mal sagen, wo ich hinschießen soll. Das war die interessante Frage. Ach, da hier, oder was? Schieß, Amicia. Alles klar. Jetzt auf den Tannenzapfen schießen müssen, oder was? Ich meine es ernst. Amicia, schieß. Ja, ja. Ja, aber wohin denn? Hallo? Da kommt die Armee des Zauberers. Ja, das... Wir retten euer Land, mein König. Okay, bin ich jetzt blind, oder? Schieß, Amicia. Alles klar. Bin ich jetzt blind, oder so, oder sag ich da jetzt wirklich nichts, wo man hinschießen soll? Ich meine es ernst. Amicia, schieß. Ja, ja. Auf dem Fisch vorn bei ihm. Da kommt die Armee des Zauberers. Ich sehe sie. Wir retten Wo ist denn da ein euer Fisch? Land, mein König.
Hä? Wo ist denn da? Schieß, Amicia! Alles klar. Okay. Hugo, bist du Ich besoffen? meine es ernst. Amicia, schieß! Ja, wohin denn? Du musst mir mal sagen, wohin schießen soll. Da kommt die Armee des Zauberers. Ich sehe sie. Wir retten euer Land, mein König. Du sitzt am Tablet. Ja, ist gut. Kein Stress. Ja, ich glaube, dass... Schieß, Amicia! Okay, wait a minute. Ich glaube, jetzt pass auf. Ich glaube, da holt sich irgendetwas. Ich glaube, ich hab das Spiel kaputt gemacht. Ich weiß nicht. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich sag halt nicht, wo ich hinschießen soll. Und einfach nochmal fortfahren. Ja? Schieß auf ihn. Ja, das geht nicht. Da zielt, da tut's die Schleuder runter. Das funktioniert nicht. So. König Hugo. Bleib an der Grenze und versenk sie. Lass sie nicht vorbei. Zu Befehl. Meine Schleuder ist euer. Da kommt die Armee des Zauberers. Ich sehe sie. Wir retten euer Land, mein König. Versenkt. Ja, mach weiter. Ja, jetzt geht's. Da sind noch mehr Schiffe. Wir werden hier keine böse Magie dulden. Nur gute Magie. Sehr, sehr gut, ich hab das Spiel gleich mal kaputt Das gemacht. gefällt dem König. Sollen sie kommen? Ich zermalme sie. Wir haben viele Feinde. Und sie bisher alle verjagt. Denn wir sind das Haus der Ruhm. Hallo, Oh, hallo? Hallo. ich kam vorbei und hab die Schleuder gehört. Oh, die kann ziemlich laut sein. Ich wollte fragen, ob ich mitspielen darf. Ja, aber wer bist du? Tonor, ich wohne in der Nähe. Natürlich. Wir sind Hugo und Amicia. Kannst du schießen, Tonor? Klar kann ich das. Toll. Ich bin der König und sie ist mein Hauptmann. Wir kämpfen gegen die Armee des Zauberers. Ich feuer die Kanone ab. Los, kämpfen wir. Also er schießt jetzt eher am Miet, oder was? Wow, du Sturm! Du bist gut. Aber da kommen noch mehr. Und ich versenke Wie, jetzt ist gleich am Anfang schon wieder überfordert. Zu stark für sie. Soldat Tonor, feuer weiter die Kanone ab. Ja, wir treten in den Arsch. In den bösen Arsch. Hey, Kraftausdrücke unter Kindern. Wie kleine Teufelchen zu sprechen. Wir sind im Krieg. Keine Zeit zu verlieren. So, verpasst ihn den Gnadenstoß, Tonner. Hier kommt die Kanonenkugel. Oh nein, Hugo, geh in Deckung. Alles klar, ihr habt gewonnen, Jungs. Zu schade, sie ergeben sich. Sehr gut, ihr kapituliert. Ich sollte jetzt gehen. Ich muss zur Arbeit. Du arbeitest? Ja, auf dem Hof meines Vaters mit meinen Brüdern. Alles in Ordnung? Ich muss gehen. Bis dann. Dann viel Glück. Bis dann, Tonor. Er war sehr nett. Kommt, mein König. Der Aber Krieg ist komisch, dass er so schnell weg Folgen muss. wir weiter dem Fluss. So viele versenkt. Du bist ein toller Kapitän. Und Tonor war toll. Das war er, ja. So einen Freund möchte ich haben. Ich weiß. Wir suchen uns ein Zuhause und dann findest du Freunde. Allein wie das Wasser animiert ist. Das könnte aber lang dauern. Dieses Mal nicht. Alles wird anders. Ich weiß es. Das hoffe ich. Kletter hoch. Also es ist schon... Klettern. Diesmal ziehst du mich hoch. Was? War nur Spaß. Ich helfe dir. Also die Details in dem Spiel, die haben schon Wahnsinn gemacht. Also leck mich am Arsch. Magst es? Es war ja der Vorgänger war ja schon brutal gut gemacht, aber das ist halt noch mal eine Nummer stärker. Hepp. Ja. Oh, das Schloss ist riesig. Was meinst du? Greifen wir es an? Na klar, ich bin bereit. Jetzt. Angriff! Angriff! Irgendwas sagt mir, dass da stinkt da drinnen.
zu, Hauptmann. Was sollen wir tun? Lass mal sehen. Ah, sie ist verschlossen. Die haben uns gesehen. Hier, ein Geheimgang. Ein geheimer Geheimgang, der offen ist. Ja, guter Plan. Oh, ich spüre das Böse um uns. Es ist ganz schön dunkel. Kommt, mein König. Schleichen wir uns heimlich hinein. Ja. Oh, ne, ich glaub, dass das nicht gut ausgeht. Oh, Irgendwas hat's da. die Zauberer sind ganz nah. Wirklich? Alter. Bist du verletzt? Nein, aber ich will jetzt zurück. Ja, das reicht erstmal für heute. Ja, Amicia. Hier sind Kleider und Essen. Hier wohnt jemand. Die eingestürzte Decke. Das wird ziemlich laut. Seien wir einfach vorsichtig. Riechst du das? Das riecht wie ein Feuer. Ja, Was war das einmal? Ein Facki, oder was? Das schaut aus wie ein Facki. Weil das Facki hängt aber da schon länger. Weil da haben die Fliegen schon dran. Das ist... Es ist ja im ersten Teil dann auch relativ schnell eskaliert. was? Alles verbrannt. Ganz frisch. Die Körbe, das sind Bienenstöcke. Aber warum sind sie verbrannt? Keine Ahnung. Wir müssen hier weg, leise. Aber gesagt, das ist keine gute Idee in der Burg. Es war vielleicht ein Unfall. Wo sind denn die Leute? Wahrscheinlich Miet verbrennt. Hier lang. Amicia, Hey, What the fuck? Was ist hier los? wie viele seid ihr? Du lügst. Ich schwöre, Mein grüner Katzencrasher! was hier los ist, Gleich. wir haben nichts damit zu tun. Lüge! Ihr elenden Diebe! Ich schneide euch in Stücke! Mike! Ja, Mike. Mike, merci dir für dein Raid. Willkommen an dich und deine Community. Wir haben wir den? Haben wir englischsprachig oder haben wir deutschsprachig unterwegs? Maxine, Dude. Danke, thank you for following. Ich weiß nicht, wer jetzt Deutsch und wer Englisch ist, aber vielen lieben Dank für dein Raid. Wie war dein Stream noch? Ich hoffe, musikalisch noch sehr unterhaltend. Kathi, habe die Ehre. Servus. YBO, habe die Ehre. Ich aber wieder weg. Wo ich morgen selber spiele, wisst ihr, YBO ist überhaupt kein Thema nicht. Bisher Motto Babene. Ja? Haben wir jetzt gerade im ersten Pfleg, da wo es halt direkt straight eskaliert. Ja? Es hat flauschig angefangen und jetzt fängt es an unflauschig zu werden. Deutsch passt schon. Sehr gut. Wie geht's euch? Ist alles fit bei euch? Wir spielen heute Plague Tale, die Fortsetzung vom ersten Teil. Ja, also Plague Tale Requiem. Ist heute released worden. Das haben wir nicht nehmen lassen, dass wir uns das straight anschauen, was da Sache ist. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin der Gamerbazi, grüß euch. Ihr Herz ist, ich sprich komplett niederbayerisch, ich mache Mundart-Streams, wir spielen durch die Bank eigentlich alles, außer Shooter. Schön, dass da jetzt lohnt sich zurück, wenn ihr sehen möchtet, wie das Spiel weitergeht oder wie es generell ist, bleibt es gern da. Wer es selber spielen möchte, dann wird es halt gespoilert. So. So, schnell Haken genehmigen, ich schaue bei der Wi-Fi und mein Pad mit dabei. Passt schon. Mike, merci dir Name und viel Spaß weiterhin. Ja. Vielen lieben Dank. Kommt zurück! Wir müssen raus. Die Tür! Ja, die ist wahrscheinlich nicht off. Komm, Ihr seid hier. Die Frage ist, warum schießt man ihm nicht einfach mit der Schleider seinen Korb vom Kopf? Ihr seid so weit gegangen! Dieses Mal lassen wir euch nicht! Hier lang, da passt ihr nicht durch. Schnell! Was? Schäbige Diebe! Wollt uns den wohlverdienten Lohn klauen! Runter, schnell. Ich komm nicht wieder! Ich schwör's! Schnapp ihn! Halt! Überlass ihn mir! Ich flehe euch an!
Nein! Hättest du dir früher überlegen sollen, bevor du uns geklaut hast. Gott, Matthias! Ich WTF? bin sicher, dass sie nicht Ein zurückkommen. Junge und ein Mädchen sind entkommen. Habt ihr sie gesehen? Nein. Den Mann auf dem Boden haben wir noch erwischt. Wenn ihr sie findet, tötet sie! Wir müssen hier weg. Ja, schnell. Die sind verrückt. Okay, die Bienenkämpfer waren scheinbar härter drauf wie die Inquisition aus dem ersten Teil. Die hauen ihm einfach mal straight Hacke ins Gesicht. Heute jetzt mit unserem Fleisch und Honig. Ihr seid tot. Fleisch und Honig, aha. Das ist auch typisch für den ersten Teil, wenn mehrere so Schleichpassagen zum machen, ja. So hat auch der erste Teil mehr oder weniger angefangen. Los, die werden uns töten. Nein, weil sie uns nicht entdecken. Matthias, komm! Wir haben Opa übel erwischt! Scheiße, nein. Amicia, das Haus. Gut gesehen. Sieht schlimm aus. Vater kommt bestimmt gleich vom Markt. Ja, pass mal auf ihn auf. Hier verstecken Eskaliert aber schnell. Mhm. uns. Wir müssen weiter. Kann man da looten? Sagt es gleich, was es ist. Ich mag looten. Ich mag die Sau ausnehmen, so. Das ist ein Blutbad. Gott. Hey, Vorsicht. heul hier nicht rum. Vielleicht sind noch welche von ihnen in der Nähe. Hilf den anderen. Mir ist schlecht, Matthias. Ist mir scheißegal. Er geht nicht weg. Ich mach Was schon. soll's? Mhm, das ist auch wieder wie im... Der Werkzeugkasten macht Krach. Die kommen nicht mehr her. Das sag ich dir. Wir müssen sie nicht Du kannst Geschosse mit der Hand werfen, um leiser zu sein. Halte RB gedrückt, um das Auswahlmenü aufzurufen. arbeiten. Wähle mit RS werfen aus. Okay. Ach so, das ist Schleuder, das ist mit der... Okay. Ganz ruhig. Ich muss hier schleunigst weg. Ah. Versteckt sich hier noch jemand? Geh weg. Schnell jetzt. Wenn wir beim Wagen sind, verschwinden wir von hier. Mama wird so sauer sein. Wir erzählen es ihr einfach nicht. Wir fahren sowieso weiter, wenn wir beim Wagen sind. Wo ist der kleine Scheißkerl? Du solltest doch Wache halten. Das ist alles deine Schuld. Wir werden da hochklettern müssen. Leise. Thomas! Beweg deinen verdammten Arsch hier rüber. Sofort! Ich prügle die Scheiße aus dir raus. Oh nein, ihr lebt noch. Vielleicht ist er noch weg. Hoffentlich. Sind die Bienen die neue Ratzen? Wifi, ich kann das ehrlich gesagt nicht... Ich kann das jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Die haben komische Kerben auf dem Kopf. Ja, also die haben scheinbar irgendwas mit Bienen zu tun. Ja? Aber ob das jetzt automatisch die Ratten aufhebt, das weiß ich nicht. Ja, ich kann das nicht sagen. Auf alle Fälle haben die ziemlich zintig. Und was wir jetzt gerade erfahren haben, der Tonor, den wo wir gerade getroffen haben, den Burm, der scheint scheinbar zu denen da irgendwie zum Kehren. Ja? Das scheint scheinbar der Papa von ihm zu sein. Oh, scheinbar. Was war das gerade? Ja, das war... Verdammt. Sie versteckten sich im Gras. Amicia! Amicia! Ich wollte eigentlich nicht laufen. Ich habe mich verdruckt. Ich habe gefettfingert. Das war eigentlich nicht geplant. Ja, aber gut. Der kleine Scheißkerl. Du solltest doch Wache halten. Das ist alles deine Schuld. Wir werden da hochklettern müssen. Leise. Thomas! Beweg deinen verdammten Arsch hier rüber. Sofort! Ich prügle die Scheiße aus dir raus. Oh nein, ihr lebt noch. Zero Dip. Ist er noch weg? Schnell gegangen. Versuchen wir es mal hier. Da kommen wir durchgraben. Immerhin haben sie die hier nicht beschädigt. Warte. Das hat auf alle Fälle was mit Bienen zum tun, oder das Frickel da. Seht ihr es, weil da fliegen lauter Bienen umeinander. Oh nein. Er kommt. Was zur Hölle? Ach, man kann schnell Ablenkung machen, okay. Er hat uns fast gesehen. Ja, wir müssen vorsichtiger sein. Was zur Hölle? Wir müssen zu Amicia. Was der für ein Problem dahinter? Amicia, die Töpfe.
Du hast einen Topf aufgegeben, halt der wieder. Ja, ist auch wie im ersten Teil. Bloß die Dipfer schon gegeben. Den hinter ihn werfe. Was zur... Ich hab ne Axt! Pass bloß auf! Jetzt lauf schnell. Heilige, schützt mich. Ich habe schon Halluzinationen. Bitte sag mir, dass es hier rausgeht. Ja. Natürlich nicht. Abgeschlossen. Gibt's einen anderen Weg? Ja, da oben drüber. Ist ein Loch. Ja, ich kann die Tür von der anderen Seite öffnen. Mir wäre es anders lieber. So, aber sei ganz vorsichtig. Keine Sorge. Bitte nicht entdecken lassen. Na los, Hugo. Ganz schön schwer, aber du kannst sie jetzt aufmachen. Ja, sehr gut. Wo sind sie? Haben sie Donner gefunden? Ich weiß nicht. Wir müssen hier raus. Es ist jetzt schon wieder fucking intens. Er kommt schon klar. Wir müssen weg, Hugo. Sie töten uns, wenn sie uns kriegen. Aber vielleicht töten sie ihn auch. Sch, still. Ich bin jetzt einfach neugierig. Ja? Aber die haben Holz vor hinten, da schon her. Abgeschlossen. Das Tor da hinten. Versuchen wir es. Noch mehr Holz vor da hinten. Wir sind weiter. Ja, ich bin jetzt ein wenig erkundungsfreudig, okay? Aber das nenne ich meinen Meinungsverstärker, du schon her. An sich, wenn du hast, da setzt sich keiner mehr durch. Hör auf, bitte! Du warst Vaters größter Fehler. Aber ich bieg das wieder gerade. Hugo, bleib hinter mir. Wer seid ihr? Ist doch egal. Wir gehen jetzt. Lasst den Jungen los. Hast du gehört, Remy? Seid ihr etwa auch Diebe? Nein, wir sind gerade angekommen. Er ist unseretwegen zu spät hier gewesen. Wieso seid ihr überhaupt hier? Remy, du regelst das. Und enttäusch mich nicht, verstanden? Aber der Junge, Ist immerhin schon alt genug. ihr seid selbst schuld. Du willst das nicht tun, glaub mir. Du redest zu viel. Oh oh. Okay, alle, die den ersten Teil gesehen haben, wissen, was das war. Somit hat sich die Frage erübrigt, ob Ratten in dem Teil vorkommen oder nicht. Was haben die Grattler? Schon erledigt. Schaut aus wie ein Phönix. Tu mir nicht weh. Es schaut halt wirklich aus wie ein Phönix. Wo sind wir? Nein, Oh no. es geht wieder los. Ich brauche Hilfe. Okay, es ist ein Phönix. Warte auf mich.
Okay, das Tram da jetzt offensichtlich. Alter, wie schaut das aus, bitte? Wo ist Amicia? Es ist einfach so unfassbar schön. Brutal geil gemacht, das Spiel bisher. Also jetzt hat jetzt schon 11 von 10. Und jetzt ist die Spiel vielleicht. Jetzt spielen wir es vielleicht einmal eine halbe Stunde. Nein, bleib hier. Atmen, atmen. Ein Kinofilm, ja, definitiv. Wo willst du hin? Ich muss zurück. Ich muss zu Amicia und Mama. Okay, das ist jetzt halt offen. Also ich kann mir halt jetzt sehen, das ist jetzt offensichtlich das Tram da halt jetzt. Oder hat jetzt eine Halluzination quasi, mehr oder weniger. Also tippe ich jetzt einfach einmal. Vielleicht weiß er, wo sie sind. Ja, vielleicht hier entlang. Herbert Habitäre. Was? Wo bin ich hier? WTF, Alter. Mama? Lukas? Wo seid ihr? Mir geht's schlecht. Der Verlierer ist jetzt auch da, vom Bowling. Oh. Macht nichts, Herbert, der 4 gewinnst, weil wir uns das Spiel jetzt geben können. Es tut weh. Bitte, bitte. 4 Spiele insgesamt 300. F. Ja, macht nichts. Gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage, da gewinnen halt andere, Herbert. Das hilft halt aber nicht. Aber schön, dass du da bist. Zu schreien und hilf mir. Hilf mir. Such Oh, nicht gut. Hilf mir. Nein. Nicht das. Lass mich in Ruhe. Lass mich Bisher kein Herbert. Hör auf. Zu schreien. Was willst du denn? Du bist so laut. Schon gut. Ich komm ja. Dieser Spiel bisher eine absolute 11 von fucking 10. Ja, und das werden wahrscheinlich noch mehr. Wir spielen jetzt ungefähr 40, 45 Minuten. Grafisch unfassbar stark Spiel. Also noch besser als der Vorgänger. Das hätte ich eigentlich schon fast nicht für möglich gehalten. Also es schaut eigentlich aus wie ein Kinofilm im Endeffekt. In gewissen Szenen. Also bisher, ich bin voll abgeholt. Ja, also meine Erwartungen werden bisher erfüllt. Die Sprache im Spiel ist immer noch gescheit leise, oder liegt es an mir? Das kann möglich sein, dass wir das vielleicht noch mal ein bisschen weiter oberschrauben müssen. Aber ist ja gut. Können wir ja alles machen. Das sollte an dem. Warum ist denn das jetzt wieder gleich? Achso, nein. Schrauben wir es halt nochmal um 20% aber, das macht doch nichts. Okay. Hat es das übernommen? Ja, okay. Sterbe ich? Sollten wir vielleicht die Effektlautstärke auch noch ein bisschen ober da. Das war vielleicht auch keine dumme Idee nicht. Ah, die hab ich aber da. Ja, okay. Jetzt. Ich will nicht sterben. Ja, das ist auch kein Problem. Ich kann nämlich Spiel nur lauter machen. Das soll ja auch kein Stress nicht sein. Brauchen wir Spiel halt nur mehr wegen Affe. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, wenn es was sagt.
Es geht wieder weg. Es ist das Wasser. Du hast mich gerettet. Dankeschön. Ich komme wieder, ja? Mit einem Freund. Ist besser jetzt? Nicht! Sieh an, wer wach ist. Gut geschlafen? Ich habe was geträumt. Ja, du bist immer noch sehr leise. Ah, warte mal, ich weiß schon warum. Entschuldigung. Ich kann Ihnen schon sagen, warum das. Ja. I'm sorry, das habe ich in meiner Software nicht umgesteckt gehabt. Jetzt pass auf. Jetzt soll jetzt aber deutlich besser sein. Wahrscheinlich ist sogar. Wo sind wir? Ist Gott laut. War es wieder dein Traum von der Insel? Ja, ich war krank und dann hat mich der große Vogel wieder gerettet. Aber was ist passiert, Amicia? Auf dem Hof. Wir haben am Fluss gespielt, weißt du noch? Du wurdest plötzlich sehr müde, deswegen habe ich dich getragen und du bist eingeschlafen. Du hast wahrscheinlich zu wenig Salz im Blut. Aber Amicia, Es war eine lange Reise, Hugo. Wir sind alle erschöpft. Aber die Rote Stadt ist nah. Dort lassen wir nach dir sehen. Wir treffen einen bedeutenden Alchemisten, ein Mitglied des Ordens. Sie kennen die Makula sehr gut. Sie erforschen sie seit Jahrhunderten. Und trotzdem haben sie uns in Guyenne nicht geholfen. Wir mussten fliehen. Sie wussten nicht, dass uns die Inquisition verfolgen würde. Nun werden sie uns willkommen heißen. Hoffen wir, dass sich unser Besuch dort lohnt. Das wird er. Die Makula ist nicht nur in Hugos Blut. Sie betrifft uns alle. Und sie kann alles verändern. Stimmt, die Makula war auch die Krankheit vom Wer ist das? Hugo. Ich weiß nicht, seid vorsichtig. Mal sehen. Hallo! Guten Tag. Ist alles in Ordnung? Wir suchen ein Mädchen und einen Jungen. Was haben Sie getan? Sie betraten unerlaubt ein Familiengrundstück. Nach einem Streit wurden Männer getötet. Der Junge hat wohl alles gesehen. Oh, das ist furchtbar. Ich hoffe, ihr findet die Missetäter. Das hoffe ich auch. Es waren meine Neffen. Mutter, wir müssen sofort weg. Ja. Verzeihung, es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Hallo. Wir brauchen nicht lang. Der Junge! Sie sind es! Komm her! nein, wartet! Amicia! Du, halt den Karren auf! Lass ihn nicht entwischen! Wie schauen wir jetzt aus? Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Zeig dich! Jetzt passt. Wo ist Ist sie? noch im Wagen. Seht ihr sie? Weiter. Bleib unten. Jetzt passt. Sehr gut. Denke gut. Okay. Sie war genau hier. Zur Erklärung, ich hab ja eine Software, die wo meine ganzen Tonspuren im Endeffekt aufteilt, damit ich es eigens in meiner Streaming-Software dann einpegeln kann. Das Problem ist, ich habe da einen Reiter, das quasi Spielesound, ne? Das Ding ist aber, wenn ich jetzt eine neue Spur anfange, ja, was ich vorher noch nie gespielt habe, dann läuft das über meinen Systemsound, also über die Spur. Und der ist halt tendenziell leiser eingestellt, als wie die Spur vom Spielesound. Ja? Das heißt, ich habe jetzt quasi meine Spur in die Game-Spur eingefügt und jetzt stimmt der Ton auch wieder zusammen. Also danke dafür für den Hinweis. Ja? Einmal sorry, dass wir da jetzt ein bisschen Probleme haben, aber Hauptsache es passt. Sie muss noch hier sein. Augen offen halten. Lasst uns auch die Felder durchsuchen. Ja, geht nur. Vorsicht, sie ist gerissen. Sie könnte jeden Moment auftauchen. Wie kann es sein, dass ein Pferd den ganzen Anhänger zieht? Das Pferd hat Red Bull gesoffen, wenn du mich Sie fragst. brauchen dich. Hugo braucht dich. Gut, sie sind wohl bergab gegangen. Sei schnell und unauffällig. Kommt her! Vorsicht. Okay. Ja, nice. Da waren schon zwei.
Der dreht jetzt der wieder um? Scheinbar nicht. Vorsicht, du schaffst das. Sie haben unsere Minen des Flusses verschlungen. Wie töten wir diese Monster? Hacken wir ihnen die Köpfe ab! Zur Not rufen wir einen Priester! Nicht aufgeben. Ein Priester ruft man zum Umbringen. Das ist eine super Idee. Ohne dich sind sie tot. Das sind bestimmt die! Bei der mal da umschleichen. Genau, geh hin zur Gas. Das passt sehr gut. Wo seid ihr? Kommt raus! Dann ist abgesehen. So meinst du, ja, okay. Wir müssen da wahrscheinlich da oben, ja. Mit ziemlicher Sicherheit sogar. Hinter all dem stecken die. Da unten, ja. Ich sehe sie! Sie ist hier! Du brennst alles nieder! Was zur Hölle? Du hast meinen Sohn ermordet! Schwur in der Hölle! Nein, nein, nein! Lauf! Ja, da darf ich jetzt aber auch ganz schnell die Füße in die Hände nehmen. Ich weiß halt nicht, wo ich hin muss. Ah, da einer. Ah, okay. Der Blacklaffer. Oft hast du Pech. Ah, jetzt kann man sich gut. Okay. Na los! Die anderen sind den Hügel runter! Sie leben noch. Der Wagen, meine Schleuder. Oha. Hol die Schleuder, schnell. Na los, ja. Zurück! Okay, die Mechanik ist neu. Man kann jetzt kontern. Und man kann sogar zuschlagen. Mist, Kerle. Ihr musstet ja wiederkommen. Aufwärmen, Bimbus. Was habt ihr jetzt davon? Wo kommt der jetzt her? Okay, der war mies. Der war mies, der ist von rechts gekommen, den habe ich nicht gesehen. Ich hab sie! Hier lang! Ich hab gesehen, wie sie ins hohe Gras gesprungen sind! Das eskaliert mir schon wieder Sauberstock. Mag wie sie sagst, ja, wahrscheinlich. Hat man da unendlich Steine jetzt bei dem Spiel? Weil beim letzten Spiel war das nämlich, die war nämlich begrenzt. Hier ist alles ruhig. Sind ganz bestimmt die. Ja, der hat's hinter sich. Ihr seid das bestimmt. Haben sie! Ewig könnt ihr euch nicht im Gras verstecken. Gut, dass der kein Zielwasser hat. Hier lang, schnell. Mutter, komm. Oh, nein. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt weniger Lärm verursacht, was die da betreibt. Mutter, ich komme. Er ist ein Kind. Schnell. Meine Familie!
ruhig, der muss treffen. Sie fährt zur Hölle. Du warst zur Hölle. Hugo! Er atmet noch. Es ist der Schock. Es ist vorbei. Alles gut. Es ist alles gut. A Plague Tale Requiem. Das war's Tutorial. Holy shit. Alles gut, Chef, alle nie geschult. Und da eine neue Sonne, ja toll. Neuankömmlinge, Kapitel 2. Erste Kapitel haben wir schon. Ich tippe jetzt einfach mal drauf, dass das auch wieder 16 Kapitel sind, so wie der Vorgänger. Wir haben es wirklich geschafft. Ob die Leute hier nett sind? Hier greift uns sicher keiner an, Hugo. Diese Stadt wird von dem Grafen der Provence beschützt. Er ist ein mächtiger Seigneur. Ich muss sagen, das ist wunderschön. Seid ihr sicher, dass der Alchemist uns erwartet? Nun ja, Magister Vaudin sagte mir, er würde uns ein Haus bereitstellen. Ein ganzes Haus? Ja. Der Orden ist schon sehr alt. Sie besitzen Häuser und vieles, vieles mehr. Sie bauten das Labor deiner Mutter und sogar das Château d'Ombrage. Ja. Toll, dass Sie uns ein Haus geben. Sie machen es, weil du wichtig für sie bist. Würden uns Eure Majestät erlauben, Ihnen diese Stadt begleiten zu dürfen? Ich erlaube es. Twistempler. Voll Speicherwert. Wildfleisch, Schwein! Frisch aus den Flüssen. Heute Morgen Ist das ein Jahrmarkt? Dreh ruhig eine Runde mit ihm. Danke. Das Haus liegt im oberen Stadtteil. Die Wetterfahne trägt einen Phönix. Verstehe. Phönix, Und bitte, Freunde. sei vorsichtig. Gefällt dir hier etwas? Mir gefällt hier alles. Komm, es gibt sicher noch viel mehr zu sehen. Okay, da scheint es jetzt wirklich einmal flauschig zu Was sein, machen wir oder? zuerst? Naja, was willst du denn sehen? Alles. Ja. Dann los. Ziegenmilch! Frisch gemolkene Ziegenmilch! Die Weine und Liköre werden alle... Steht Klötenkieseln, damit der Milli kommt. Was? Oh, ein guter Oh. Hippokras geht Da immer. ist. Oh, leck mir, was dieser fetter Kickel. Da geht etwas raus, du schon her. Laufhaus. Hallo, Schweinchen. Gebratenes Fleisch. Kommt und probiert. Okay, zwecks der Neugier. Ja, im Vorgänger hat man die dicken Klöten von den Schweinen richtig begutachten können. Die Frage ist, ob dort Schweine auch Klöten haben. Aber da kann ich jetzt nicht nachschauen. Saublöderweise. Oh, da ist ein Enten auch. Ein Federknädel. Ein mega Federknädel. Ich gerne Schweinshaxen, Alter, wie geil das ist. Alter, was das jetzt geil. Ja, du kriegst alles. Ja, Gans kannst du haben, ein Enten kannst du haben, ein Kickel kannst du haben, ein Schweinel kannst du haben. Das sage ich jetzt lieber nicht, weil für den Fall, dass ein gewisser jemand vor meiner Tür steht und zulässt. Chris, habe ich dir. Alles fit bei dir, schön, dass du reinschaust. Also ich muss schon sagen, bisher liefert das Spiel ab. Ja? Es scheint jetzt nicht irgendeine so auf Biegen und Brechen irgendeine so zusammengeschusterte eine Weiterführung zum sein, sondern da scheint scheinbar, da scheinen sie es ja wirklich vernünftig Gedanken gemacht zu haben, wie man die Story weiterführt. Ja? Bin halt jetzt auf alle Fälle gespannt, was uns da noch alles erwartet. Ja? Wir haben ja jetzt gerade einmal, wir wissen ja eigentlich nichts. Ja? Wir wissen ja jetzt nicht, was die Bienen gibt für ein Problem haben, ja? Wie das alles zusammenhängt, warum die so Zinte haben. Ja? Das werden wir noch alles erfahren. Und vor allem bin ich gespannt, ob und wie die Ratten zurückkommen. Bei dir ist er fit, sehr schön, das hört man gern. Bei mir passt es so weiter aus. Herr Victor von Arles heißt alle zum Jahrmarkt von Saint-Jean willkommen. Genießt auf dem Markt Waren aus der Region und von weit her. Macht Schnäppchen auf der Fischauktion und spielt kostenlos eine Runde unseres Schaut halt irgendwie aus wie das Kolosseum aus Italien. Findet der lang ersehnte Rindermarkt statt. Oh, Rindermarkt, Herbert, wie schaut's da aus? Was?
Die Leute hier, sie sind glücklich. Ah, ja, stimmt. Sieh nur, da oben. Das Haus mit der Wetterfahne. Das ist unser Haus. Oh, genau über dem Markt. Ja, der Ausblick wird fantastisch. Kann ich sagen, gegangen. Bis jetzt ist keine Enttäuschung. Absolut nicht. Also bis jetzt Bürsten und liefert das Spiel ab. Probiert sie aus. Mademoiselle, wie wär's mit einer neuen Frisur? Danke, aber ich mag meine Haare so. Oh, wunderbar. Kannst du mir Gedanken machen, ob du eine neue Frisur brauchst, hä? Du Hodernkopf, du. Schön gesagt. Dein Haar ist hübsch so. Danke vielmals, mein Herr. Oh, können wir das auf, hä? Dieser Wein. Ein Geschenk für euren Vater vielleicht? Er ist tot. Aber er liebte diesen Wein. Dann war er sicher ein guter Mann. Das war er. Danke. Stimmt, das war einer vom ersten Teil einmal. Die Rede davon. Das sind ja richtig hübsche Möbelstücke hier. So einen Schrank hatte ich auch. Ich habe mich Ja, oft macht euch was zum versteckt. Essen her, aber die versteht die Frage nicht. War ja klar. Sieh mal, Blumen. Würzkräuter, Salben. Oh, Ringelblumen, Primeln. Na, du kennst dein Herbarium gut. Nur Blumen. Hat Oh, den Mama habe ich mir Ehre. beigebracht. Die waren in einem Buch drin. Wollt ihr also Blumen kaufen? Danke, aber wir pflücken sie lieber selbst. Das ist eher unser Ding. Ich verstehe. Was soll's für ein Gebrauch, ey? Komm, Ich sehen frage wir uns den nur. Rest an. Klar. Ohne neues Fit bei dir. Herbert, du hast gestern das eine oder andere Eskalative versäumt, scheinbar. Ja, da hat er ihn her. Auf 4 Kisten gibt es eine 5. gratis dazu. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Nur die besten. Diese Makrele ist so frisch, sieht's Die Stadt schaut auch cool aus. Also wirklich brutal geil gemacht. Ganz anders im Endeffekt vom Setting her ganz anders wie der Vorgänger. Na, seine Eltern müssen Drachen sein. Was heißt vom Setting? Vom Look her. Gehen wir zu unserem Haus. Es sollte gleich da oben sein. Haut bloß ab, ich Wollen schwör's wir dir. uns mein Zimmer teilen? Willst du nicht dein eigenes? Ich weiß nicht. Dann könnten wir uns gegenseitig in unsere Zimmer einladen. Ja. Ich mag es hier. Oh, Da spielt jemand Musik. Ah, ich kann nicht sehen. Herbert, merci dir. Hey, weißt du was? Ich trage dich auf meinen Schultern, ja? Oh ja, bitte. Hoch mit dir. Chris, merci dir für deine 200. Ja, alles klar. Dankeschön. Ja, ich kann alles sehen. Jetzt geht nur noch der Mike auf der Bühne. Klasse. So wirklich heute jetzt nicht. Die Musik ist komisch. Ja, klingt aber toll. Sie sind echt gut. Ja, ich bin. So, junger Mann, sehen wir uns das Haus an. Oh, schon? Ja, Mutter wartet sicher schon auf uns. Ich würde gerne noch bleiben. Wir kommen wieder. Bleibt ihr jetzt auf unserer Schulter hocken, oder was? Die Leute hier, sie scheinen nichts über die bösen Dinge zu wissen. Böse Dinge? Alles, was da draußen passiert. Sie wissen davon. Aber sie fühlen sich hier sicher. Das wirst du auch. Hör zu. Ist echt super schön gestaltet. Absolut. Absolut. Also Wir sollten optisch. uns ein wenig beeilen. Du Ja, kannst, ich will du endlich kannst das Haus aktuell. sehen. Ich habe aktuell nichts, wo ich jetzt sagen kann, das zum Aussetzen. Was man nur mal merkt, aber das ist oft der Krankheit von Day One Spiele. Ja. Es hat ab und zu, ich weiß nicht, ob es ist im Stream sagt, aber ab und zu ist ein ganz kleiner Rucker drin. Also wenn ihr im Stream einen Rucker sagt, das kommt tatsächlich vom Spiel. Oder dass einmal ganz kurz für Sekunden so ein Phone durchs Bild zieht. Das ist ein Grafikbug. Ja, das haben aber nahezu alle Spiele, wenn es released werden. Wie Aber groß sonst es wohl ist. Ich du hoffe kannst nur, nichts es gibt sagen. echte Betten. Hoffentlich sehe ich den Markt vom Zimmer aus. Du bekommst das Natürlich.
Der Tag war ganz schön lang. Das erinnert mich jetzt, wisst ihr, an was mir das jetzt irgendwie mehr erinnert? Gerade so. Gerade jetzt der Blick da nach unten, das erinnert mich irgendwie brutal an Assassin's Creed Revelations. Ich keine Ahnung, wie ich jetzt drauf komme, wahrscheinlich, weil ich gerade die Palme da sehe. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade irgendwie so Assassin's Creed Revelations Flashbacks. Keine Ahnung. Hat zwar absolut null damit zum Tor und ist ja weit nicht. Hey, weiß ich nicht. Ihr seid zurück. Und wie war's? Es gab einfach alles. Einfach die Aussicht. Das ist einfach so geisteskrank, wie das gemacht ist. Wir müssen unbedingt zusammen hin. Klar, wir brauchen frische Pflanzen. Also von der Kulisse her, also wirklich Wahnsinn. Jetzt müsst ihr mal überlegen. Die Spur ist im Game Pass. Ja, also wenn ihr einen Game Pass habt, dann zahlt ihr ja keinen Cent für das Spiel. Und das ist eigentlich brutal. Sieh mal. Ich glaube, wir haben Chris, ein wärst du neues wieder ein Löck? Zuhause. Ja, Viel Spaß weiterhin. Merke, Palme Hause. ist, Alter, jetzt. das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Ich mag es hier. Und ich glaube, jemand braucht ein Nickerchen. Ich bin nicht müde. Klar. Sehen wir uns drinnen um. Ja, aber für einen Fünfer, also bitte. Das ist unsere Tür. Sieht ruhig aus. Und hier ist es kühler. Schön. Ach so, Alter, ich hab's nicht. Das kostet einen Fünfer, Odin. Der Game Pass oder ein Zehner. Fünfer oder ein Zehner. Kostet im Monat. Aber es sind so unfassbar viele Spiele da drin. Auch wirklich Neuerscheinungen. Du sagst es selber, das ist eine Neuerscheinung. Es sind da etliche Spiele drin, die wo du da nochmal sonst zocken kannst. Wollen wir reingehen? Achso, sie reden vom Abo. Ach so. Xeno habe dere. Die kostet nichts, ne? Also jetzt in dem Fall. Odin. Also der Sub, der kostet die tatsächlich jetzt nichts. Ja, nach dir. Weil du ein Geschenk gekriegt hast. Aber normalerweise am Wir sind Fünfer, da, nicht ganz. Hugo. Nicht ganz am Fünfer. 4 Unser Euro meine neues Zuhause. Sehen wir es uns an. Ja. Xeno ist fit bei dir. Na gut, wir machen es später. Mutter, wo ist Hugos Zimmer? Er ist todmüde. Oben rechts. Das Bett ist gemacht. Danke. Na komm, du Schlafmütze. Alles bestens? Sehr gut, Xeno, das freut mich zum Hören. Schön, dass du einer Du schaust. musst mitkommen, Amicia. Wohin? Zur Insel. Du wirst dort auch geheilt. Geheilt? Ja, das wäre wirklich schön. Das wird es. Du grübelst zu viel. Manchmal sollte man lieber seinen Gefühlen vertrauen. Ich versuch's, aber ich kann den Sinn nicht verstehen. Stoffe folgen natürlichen Gesetzen. Die Makula ebenfalls. Vergiss den Sinn, Lukas. Bleib einfach menschlich. Vielleicht bin ich ja nicht besonders gut darin. Das bist du. Deshalb hast du Zweifel. Ich habe es für ihn getan und ich will euch wieder töten. Ich will euch alle töten. Amicia! Amicia! Hat er einen Albtraum? Die Makula. Der Schock. Sie muss wohl deswegen erwacht sein. Es sind 6 Monate vergangen, seit er die 2. Schwelle überschritten hat. Sein Blutkreislauf ist noch sehr empfindlich. Amicia, suche zusammen mit Lukas in der Stadt nach Magister Vaudin. Findet ihn bitte. Er soll kommen und zwar schnell. Verstanden. Amicia. Ich weiß. Wir passen auf. Also, da ich gerade merke, dass der Odin, was Twitch angeht, noch so ein bisschen auf dem grünen Zweig unterwegs ist. Schön, Odin, das ist ganz einfach. Ja?
du kommst auf Twitch jetzt auf meinen Kanal, sage ich jetzt einmal. Erstmal merci dafür. Ja? Du hast einmal grundsätzlich die Möglichkeit, entweder du kommst einfach nur auf meinen Kanal und schaust zu, ja? Dann bist du halt einfach, dann zeigst du als normaler Zuschauer zwar, aber genießt halt sonst keinerlei Vorteile. Ja? Du hast aber auch, so gesehen, auch keinerlei Nachteile. Ja? So, wenn dann einen Streamer sympathisch findest, wie mich zum Beispiel vielleicht, ja, dann drückst du auf Folgen. Ja? Das kostet nichts. Dann sagst du mir, hey, du findest den Scheiß, was ich da treibe, ziemlich cool und du schaust gerne mal öfter einer. Ja? Das ist eigentlich so in 90% der Fälle der gängigste Support und ist auch einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Support, den du auf Twitch einen kleinen Streamer wie mir und anderen nicht geben kannst. Ja? Weil du dazu beiträgst, dass der Twitch-Streamer wachsen kann. Ja? Mehr Followerzahlen heißt mit der Zeit auch irgendwann, wenn es als Streamer nicht komplett einscheißt, mit der Zeit auch mehr Zuschauer, ja, weil mehr Follower. So, wenn du jetzt aber hergehst und sagst, hey Alter, ich finde den in seinem Stuff so dermaßen pervers geil, ich möchte ein wenig mehr da, als wir einfach nur folgen, dann kannst du abonnieren. Ja? Und beim Abo ist es so, dass die das je nach Herkunft oder je nachdem, wo du dich aufhältst, dein Bruder schaut da gewissermaßen dezent krass in die Röhre, weil der halt im Schweizer Franken zahlen muss, da kostet es ein bisschen mehr. Aber ich gehe jetzt einfach einmal davon aus, dass du in Deutschland wohnhaft bist, ja, dann kostet die so ein Sub 4 Euro. Ja? Die 4 Euro gehen dann zum Teil an Twitch und zum Teil an den Streamer. In der Regel, oder sagen wir mal, in meinem Fall sind es 50-50. Ja? 50% pult sie Twitch, 50% davon kriege ich. Von den 50%, wo ich kriege, geht aber auch noch was weg, weil Steuern und so. Ja? Das ist im Endeffekt eigentlich, ja, da kriegst dann du tatsächlich, wenn du abonnierst bei einem Kanal, also bei mir ist es zumindest so, ich sage das jetzt nur rein aus Erklärungszwecken, ja, und nicht um irgendwie zum Flexen oder sonst irgendetwas. Wenn du jetzt bei mir abonnierst zum Beispiel, dann kriegst du Emotes, ja, das sind die ganzen komischen Smileys, die du da hin und wieder mal sagst, ja, die kriegst du auch als Follower, da sind es aber nur 5 an der Zahl. Und wenn du abonnierst, kriegst du die 5 Follower-Emotes plus Sub-Emotes, ja, die kriegst du halt nur, wenn du Subscriber bist. Ja. Außerdem ist bei mir so, wenn du Subscriber bist, dann kriegst du hoffentlich keine Werbung nicht. Ja, egal, wann du in meinen Stream kommst. Das ist halt beim Follower nicht so. In der Regel, wenn du als Follower da reinkommst, dann wirst du erst einmal mit 30 Sekunden oder 100 oder 60 Sekunden Werbung zugeschissen. Das kann ich nicht ausschalten, das ist leider so. Ja, aber nur mal kurz zur Erklärung, damit du mal weißt, wo es eigentlich der Unterschied zwischen Follow und Subscriben und so weiter und so fort ist. Merke aber, Subscriber-Emotes, wenn du wie jetzt ein Abonnent bist, ja, unabhängig davon, ob du das Geschenk kriegst oder selber abschließt, diese Sub-Emotes kannst du überall auf Twitch verwenden, egal in welchem Stream. Bei den Follow-Emotes geht es nur auf meinem Stream oder in meinem Stream. Okay? Alles klar soweit, Mr. Odin? Haben wir das verstanden? Bit-Emotes nicht vergessen, ja, das geht jetzt 2 Bits, das ist einmal völlig irrelevant. Ja, da gibt es auch nur mal eigene Bits-Emotes, aber da musst du halt eine gewisse Anzahl eingeworfen haben und das da die bitten, dass du das nicht tust. Einfach, weil es dein Geld für was sinnvoll ausgeben sollst und nicht für mich, ja, abgesehen davon. Aber ich hoffe jetzt einmal, dass damit das grundsätzlich erklärt ist. Also merk dir einfach, wenn du einen Streamer cool findest, gibst dir mal einen Daumen. Wenn du ihn extrem cool findest und du das Geld über hast und wirklich nichts anderes weißt damit anzufangen, dann gibst dir mal ein Abo und passen tut's. So, und um die Frage vom Xeno nochmal aufzugreifen, das Spiel ist bis jetzt eine absolute 11 von 10. Ja? Kannst dich darauf freuen, wenn du das selber speist. Alles nur wegen dieser Bauern. Ich hätte niemals... Erklär Bazi, bist du Bazi. Du bist nicht schuld. Ja, man muss einmal über sowas reden können. Du kannst nicht bestimmen, was in seinem Blut passiert. Die Makula passt sich an und lässt den Träger verschiedene Schwellen überschreiten. Wird Magister Vaudin ihm wirklich helfen? Der Orden erforscht die Makula bereits seit Jahrhunderten. Wenn sie es nicht schaffen, dann wohl niemand. Gott, behüte ihn. Warum ist Vaudin noch nicht aufgetaucht? Ich glaube, er ist bloß unaufdringlich. So funktioniert der Orden. Jemand muss ihn doch kennen. Fragen wir nach. Da, eine Stadtwache. Ich frage mal. Hallo? Verzeihung, wisst ihr vielleicht, wo wir Magister Vaudin finden können? Ich kenne Monsieur Vaudin, aber kein Magister. Versucht es auf dem Marktplatz. Dort gibt es ein paar Floristen, die ab und zu mit ihm zu tun haben, glaube ich. Vielen Dank. Finde Vaudin, okay? Ich bin der französischen Aussprache leider nicht so mächtig, aber ich versuche mich zu bemühen, okay? Generell
Ich bin halt relativ stark, weil ich einfach wissen müssen. nicht dazwischen quatschen will. Öffentlich nicht seinen Ordenstitel. Wir sind vorhin am Floristen vorbeigekommen. Er ist irgendwo auf diesem Marktplatz. Der Florist, der war da hinten irgendwo, meine, oder? Der hat doch da sein Standteil gehabt. Erinnerst du dich wirklich, wo dieser Florist ist? Vielleicht sollten wir fragen. Okay, da war vorher eine Wache, da ist so ein Kreisel gewesen zum Interagieren. Dann schauen wir halt jetzt einfach einmal hin. Ich glaube, dass in der Stadt auch nicht alles rund läuft, wenn du mich fragst. Ich bin immer noch einer, als ein Templer, meine Schwester kann die französische Sprache. Das war mir dann interessant, wenn's mal einer auf Französisch spricht, tatsächlich. Verzeihung, wir suchen den Stand des Floristen. Hinter euch, genau auf der anderen Seite des Marktes. Danke. Ach, war auf der Seite, okay. Ich war... Hallo. Oh, ihr seid es. Wollt ihr ein paar Blumen für den Kleinen? Eigentlich suchen wir nach Monsieur Vaudin. Ist er nicht Stammkunde hier? Er ist ein Kunde meines Mannes. Er verkauft ihm seine Heilkräuter. Ah. Aber Martin müsste beim Brunnen sein. Sagt ihm, dass ihr von mir kommt. Er hat eine braune Tunika an. Braune Tunika. Danke für die Hilfe. Braune Tunika plus Brunnen, okay. Jetzt hupft gleich der Etze vom Dach runter und schluckt dem Hai auf. Und mir dreht man Hai auf dann weg, quasi. Wie lange tust du heute? Bis circa 9. Das war jetzt mal so geplant. Bis 9. Und ich kann schon mal wahrscheinlich vorspoilern, wir streamen vielleicht am Morgen nochmal. Auch nochmal Plague Tale. Ja, Spider-Man schirmt jetzt noch ein wenig hinaus, aber wenn ich morgen Zeit habe und dazu kommt, dann streamen wir halt morgen wahrscheinlich auch nochmal. Ja, Plague Tale, tatsächlich. Einfach weil ich Bock auf das Spiel habe. Und ihr offensichtlich auch. Verzeihung, Ihre Frau schickt uns. Ach, was will sie denn jetzt? Ich mache hier gerade sauber. Es geht nicht um Sie. Wir suchen Monsieur Vaudin. Den? Er bleibt gern ungestört. Genau wie ich. Hört zu, mein Bruder ist sehr krank. Wir brauchen ihn dringend. Na gut, na gut. Ich weiß nicht genau wo, aber er lebt dort hinten in der Nähe der Arena. Erzählt ihm nicht, dass ich es euch verraten habe. Keine Sorge. Vielen Dank. Gut, verschwenden wir keine Zeit. Die Frage ist, bist du Ruffy? Das Arena-Viertel. Ganz schön viele Häuser. Wie sollen wir ihn bloß finden? Es liegt Ärger in der Luft. Das spüre ich. Ja, deshalb lasse ich die Kinder lieber im Haus. Mhm, da liegt ganz gewaltig Ärger in der Luft. Ein Armenviertel. Der Orden ist nicht arm. Warum sollte ein Magister hier leben? Er versteckt sich? Gut möglich. Also das ist aber auch komisch, dass dann auf einmal direkt vor der Arena so ein Viertel ist. Amicia, das Symbol an der Wand. Der Orden. Ja, dort muss er sein. Kein Schritt weiter. Der Zutritt ist verboten. Aber warum? Weil der Graf der Provence es so will. Weitergehen, bitte. Ich muss da unbedingt durch. Schon gut, komm. Wir gehen um die Arena herum. Ja, es war ja auch klar, dass wir uns einschleichen müssen, weil wo sind auch sonst? Wir haben keine Zeit, uns mit Soldaten zu streiten. Sehen wir uns mal um. Stimmt. Entschuldige. Da ist eine Tür. Ja. Tatsächlich. Oh, ein Esel, da schon her. Hat der Klöten? Nein, hat er nicht. Setsch. Also, bereit, das Gesetz zu brechen? Ja, haben wir eine Wahl? Komm schon. Graf der Provence oder so, bin kein Ist das... Der Biss, ja. Die Arena wurde abgesperrt. Sie lassen sie Oha. hier sterben. Es fängt wieder an. Es fängt nicht an. Es breitet sich aus. Hugo, wir brachten es her. Finden wir Magister Vaudin. Wenn er nicht schon tot ist. Unfassbar, dass man sie hier verrotten lässt. Diese Menschen wirken arm. Okay, die Ratzen kommen also wieder zurück.
denn niemand ihr Verschwinden bemerkt? Vor allem die ganzen Schattierungen, die Lichteinfälle, es schaut einfach alles so real aus. Das ist so geil gemacht. Hier, noch ein Symbol. Dann gehen wir mal rein. Meinst du, die Symbole führen uns zu ihm? Ja. Sieh mal, da oben, eine absolut. Öffnung. Wir müssen da irgendwie hochklettern. Scheiß auf die Öffnung, ich mag Der das. könnte helfen. Ich Ach so. helfe dir. Okay, ja gut, das ist das Einzige, was mich bisher nur so ein bisschen wundert. Im Vorgänger hat man immer mal wieder so Zeug aufschnappen können. Das ist jetzt da aktuell noch nicht. Entweder haben sie es aus dem Spiel rauslassen, man hat auch irgendwann mit der Zeit sein Schleider und so Zeug aufwerten können. Das kommt aber da bestimmt auch noch. Also ich glaube nicht, dass die es weggelassen haben. Kann man ehrlich gesagt nicht vorstellen. Schiebe ziehen kann mit LS und richte mit RS aus. Drücke B, um loszulassen. Wenn Baudin hier ist, hat er ein Problem. Er kennt den Biss. Er meidet wohl die Kranken. Lukas. Ja, das war bei der letzten, beim letzten Teil schon ein wenig komisch. Wurden, heißt das? Vielleicht nicht. Jemand könnte ihn auch eingeschleppt haben. Okay. Ja, das war beim Vorgänger schon ein wenig komisch, die Steuerung tatsächlich. Also man muss, warte mal. Okay, what the fuck? Ah, okay, ja, jetzt habe ich's. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Glaube ich. Okay. Warum schaut's real aus und nicht Aldi oder Lidl? Gute Frage. Kann der Penny sein, aber. Okay. Wer ist das? Josef und Maria oder was? Bitte, nicht! Stimmt. Psst. Was Ja, da stirbt jetzt gleich wieder einer an dreckerten Tod. Ich kenne ihn nicht. Wirklich. Du Stück. Nicht gut. Du Stück. Trägt einen Helm. Ich kann nichts tun. Was machen wir? Gehen wir vorbei. Kein Mucks. Okay, die Schleuder ist wirkungslos gegen Gegner mit Helm. Sei diskret und vermeide direkte Konfrontation. Ja, okay, das wird jetzt mit Sicherheit wieder funktionieren aufs erste Du Mal. bist allein und ich habe alle Zeit der Welt. Sag's mir einfach. Bitte, lass mich gehen. Dieser Schläger ist kein Soldat. Er trägt eine Uniform. Nicht eine Münze. Wie viele denn noch? Ich muss unseren Mann finden. Dann könnte ich eine Belohnung beanspruchen. Ah, warte mal, ich glaube, dass wir mir eher da unten müssen. Du bleibst da drin, oder? Ja, okay. Amicia, er wird uns sehen. Ich locke ihn weg. Bedank dich beim beschissenen Grafen, dass du hier krepiert bist. Mann, was für ein elender Tod. So, jetzt warte mal. Wir müssen auf alle Fälle nicht Schleider auswählen, sondern Tent. Damit wir ja keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Ja, verzieh dich nur. Was macht hier solchen Lärm? Geht dir gar nicht so. Irgendein Zeichen vom Arzt? Ich hab nichts gehört. Ein Arzt. Nein, dieser Worte. Ach, da kann man auch drunten. Okay, da. Okay. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie wir weiter müssen. Sie suchen auch nach Futter. Sie denken, er wäre Arzt. Na klasse. Also wenn er hier ist, dann hat er aber nicht viel unternommen, um diese Leute zu heilen. Okay. Nicht eine. Okay, gehen wir einfach mal da lang, weil. Irgendwer findet ihn schon. Okay, da kann man auf alle Fälle eine Ablenkung machen.
Ah, da steht einer, okay. Jetzt warte mal, können wir? Ja, Sie haben die Ehre, grüß dich. So, jetzt bin ich auch da. Was habe ich verpasst? Das komplette Intro da jetzt einmal fast, so das Tutorial. Wir haben jetzt so mehr oder weniger in der ersten richtigen Mission, wenn du so willst. Aber ja, es ist sehr, sehr geil. Es ist sehr, sehr geil. Bisher. Also ich bin am Handy und das sei dazu gesagt, aber kann es sein, dass es teilweise gut ruckelt. Bisher bist du jetzt der Erste, der wo schreibt, dass es ruckelt. Ratet mal, wer wieder da ist. Muahahaha. Sei ja wie der, im ersten wieder einen 61. Alles fit bei dir. Okay, aber wie komme ich jetzt an dir vorbei? Ach, man muss wahrscheinlich auf die anderen Seiten dann wahrscheinlich, oder? Könnte man 4 stellen. Ist das im Bereich des Möglichen? Wie war dein Stream neu, Assi? Oder es passt? Damit kann aber einfach auch. Was ist da? Da ist der Alarm! Verdammt! Oh. Die Drecksäcke verstecken sich da hinten! Ich hol sie mir! Ja, okay. Nein, 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 nein! Ja, soweit schon. Das Game war in einer Stunde erledigt. Was, nur eine Stunde? What the fuck? Warst du so extrem gut oder ist das Spiel wirklich einfach nur saugut? Folge den Ordenssymbolen. Ja, okay, das war vielleicht auch eine Idee. Ja gut, okay, da können wir jetzt... Ah, du hast bestimmt Pro-Gaming an den Tag gelegt. Was anderes war untypisch für dich. Ja, okay, aber wie können wir jetzt bist du Melon, wie können wir denn da jetzt durch, ohne dass uns die zwei da jetzt sehen? Und da hat's nicht pressiert. Warte mal, können wir jetzt pass so wacht, wenn ich jetzt den Topf da herwirf. Was zum Teufel war das für ein Geräusch? Oh nein. Dreht sich eher damit um? Tatsächlich. Eindringlinge! Ja, okay. Sie haben uns! Folgt mir! Ja, der dann heim. Ja, okay, da stehen wir wieder. Okay, ich muss einmal schauen, da müssen wir mal schauen, da finden wir irgendwas übersehen wir da. Da übersehen wir irgendeine Möglichkeit, wie wir da durchkommen. Jetzt pass auf, jetzt gehen wir mal von der anderen Seite, weil ich glaube, dass wir da vielleicht gar nicht einmal so gute Chancen haben. Oh, Achtung! Alarm! Jagt die Eindringlinge! Wie jetzt? Nein! Amicia! Nein! Wo ist denn der jetzt gestanden? LOL, what the fuck? Okay, jetzt pass auf, Wacht. Ja, ich glaube, dass wir uns von da leichter tun. Ja, von da tun wir uns deutlich leichter. Weil da hinten geht's nämlich auf, das heißt, wir müssen aber eigentlich, jetzt pass auf, Wacht, wir müssen wir eigentlich gerade den Zipfel haben da. Ein Geräusch. Ja, okay, so geht's natürlich deutlich leichter. Ja, okay, wir waren einfach falsch. Luft ist rein. Nice. Tipp-Counter 2, das gelangt nicht mehr. Ich glaube, da haben wir schon 5 oder sowas haben. Ja, das stinkt. Oh, was zur Hölle? Da ist ein Wein, einfach saufen, dann wird's gleich besser. Mir wird schlecht. Nein. Bitte nicht.
geht es wieder ins Innere. Wir müssen etwas finden, um da hochzukommen. Ich dachte mich so abspeien, ehrlich. Jetzt können wir wenigstens das Wichtigste an dem heutigen Abend ist, wir können jetzt mal checken, um die Fackel Klöten haben, ne? Oh, warum denn? Das war so eine Attraktion. Da ist so ein Ding auf Rädern, aber oh, der hat es ist nicht hoch genug. Ich glaube, die haben damit Leichen transportiert. Weil es ein Weibi ist. Ja, das ist ja langweilig. Aber dafür haben wir da einen Mandel. Ja? Der hat dem seine Klöten größer wie sein ganzer Arsch, haben sie mal gesagt. Speck, ja, das ist Speck. Das Klötenfackel. So, wo müssen wir jetzt hin, ist die Frage. Wir müssen irgendeine... Ah. Der Käfig da oben sieht groß genug aus. Er ist voller Leichen. Sieh nicht hin. Mhm, geschmacklich. Los, schieb. Wo müssen wir denn hinschieben? Wir brachten es her. Sie starben wegen uns. Eher noch hinter oder eher noch vorne? Eher noch vorne, oder? Es breitet sich schon aus. Ja, aber sie wurden nicht mal gewarnt. Das hätte auch nichts geändert. Ah, da hinten dafür. Nein, da haben wir oben. Nein, da haben wir nicht oben. Ist das der Hugo? Nein, der Hugo, der liegt daheim, der ist krank. Es ist schon wieder echt gut gemacht. Wie gesagt, du kannst zu dem Spiel bisher aktuell absolut nichts Negatives nicht sagen. Es nimmt die instant, das, was du im ersten Teil catcht hat, nimmt die sofort von Minute an wieder mit. Schon so viele Tote, als ob es uns ein Schritt voraus wäre. Ja, aber die wurden nicht gefressen. Sieh mal, ich glaube, die haben die Toten gezählt. 15, 15, das sind 30, 50, 65, 80, 90, 92, ja, das sind nicht wenig. Da ist ein Messer. Oh, steckt fest. Oh, OP-Buttermesser, Freunde. Komm schon. Wer kennt's nicht? OP-Buttermesser aus Resident Evil Gehen wir Village. weiter, hier entlang. Bitte, nicht mit dem Messer töten. Ich habe keine Wahl. Habe ich zu viel Es ist Streams leise offen und schnell. oder läuft das Das nicht so brauchen ganz wir flüssig, wenn es die umdrehst? Musst du Moment. wissen. Das kommt tatsächlich vom Spiel selber. Ja, das habe ich, Mr. Price, das habe ich vorher schon angesprochen. Das ist meistens so bei Spielen, die frisch released haben, dass die anfangs die ersten 3-4 Tage Performance-Probleme haben. Das war auch damals, wenn ihr vielleicht noch erinnern könnt, bei Elden Ring dasselbe. Ja, da wo es am Anfang ziemliche Frame-Drops gegeben hat. Das ist aber innerhalb weniger Tage behoben worden. Das ist jetzt in dem Fall sogar ähnlich. Muss aber sagen, tatsächlich, das Spiel läuft generell flüssiger als, also jetzt auf Streaming rein technisch bezogen. Ja? Haben wir ja bei Plague Tale Innocence teilweise das Problem gehabt, dass es richtig massiv geruckelt hat. Ja? Das ist jetzt in dem Fall nicht so. Ja? Also ich hoffe, es bleibt da so, aber ich tippe jetzt einfach einmal drauf, dass das Spiel einfach generell besser programmiert worden ist. Ja? Natürlich war da jetzt durch den Erfolg vom ersten Teil wesentlich mehr Zaster da. Da kann es natürlich sein, dass sie jetzt da natürlich ein bisschen mehr in Performance gesteckt haben. Ja? In die System-Performance, wenn man so mag. Der Odin hat Poké gehabt. Kannst haben. Ich kann's haben, passt perfekt zu Plague Tale, aber wer zahlt, schafft auch, habe ich mal gehört. Ja? Oh, und ein Flauschglädel auch noch. Ich bin halt zurück. Lexi WB, ich hab gar nicht gewusst, dass du weg warst. Du musst auf Flauschknädel sparen. Ja gut, apropos, dann machen wir noch schnell einen Flauschknädel, oder? Wenn wir schon dabei haben. Ja? Das ist einmal, machen wir jetzt mal schnell einen kurzen Break. Flauschknädel haben wir tatsächlich schon lange nicht mehr gehabt. Leute, wie gefällt's uns denn bisher? Ich meine, ich kann mir die Frage sowieso eigentlich sparen, aber rein aus Interesse möchte ich jetzt schon mal wissen, bei der Frau Semkro, weil ich weiß es eh hundertprozentig. Wie taugt uns denn Plague Tale Requiem bisher? Ja? Dabei hol ich einen Flauschknädel.
Heute nehmen wir mal wieder Frau Paula. Es ist ein Flauschnägel. Ist gut. Sehr. Ja, Paula, wir spielen heute Plague Tale Requiem. Ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast. Wenn nicht, dann kriegst du es jetzt mit. Ja, die ist interessant. Ja? Ja, alles gut. Paula war schon lange nicht mehr im Stream. Ich hab schon gedacht, du willst ja was zum Essen oder sowas. Nein. Ich meine, es ist zwar ein Hasel, aber nein. Flauschknädel, also Lexi, du weißt es ja noch nicht. Es gibt so 2 Stream-Attraktionen bei uns, beziehungsweise haben eigentlich mehr oder weniger unfreiwillig zu einer Attraktion geworden. Das sind meine 2 Flauschknädel, oder die von der Frau Bazi und von mir, besser gesagt. Ja. Das ist einmal die da, Frau Paula, ja, Mrs. Paula. Ja, das ist der blauäugige schwarze Hase. Ja. Also früher war es einmal ein Drache. Beziehungsweise momentan bist du wieder ein Drache, ja, indem es der Mats wieder so stark ärgert. Also irgendwas von einem Drachen hat es noch. Ja. Sie schaut zwar nicht mehr aus wie einer, aber sie benimmt sie meistens wie einer. Und dann haben wir noch einen, das ist der Fürst der Flauschknädel, der ist jetzt im Stall, der hat heute einmal Sendepause. Ja. Der darf heute einmal chillen. Ja, der hat es stressig nur mit ihr, oder? Und ja, das sind unsere 2 Flauschknädel. Genau. So zu erklären. Wir brauchen Ausrufezeichen Paula und ein Ausrufezeichen Mats. Ja, die Frage ist, was möchtest du jetzt da noch ein? Ja? Weil wir haben eigentlich was Flauschigkeit und Flauschknädeltechnik angeht, eigentlich alles abdeckt. Ja? Wir haben 2 verschiedene Hasal, die wo wir zum Stream zu Gesicht kämen können. Ja? Wir haben eine Gnädelcam, ja? Wenn es wirklich ganz stark pressiert, die habe ich zwar jetzt heute nicht angesteckt. Also ich meine, wir haben eigentlich alles, was Flauschknädel angeht, ziemlich gut angedeckt. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich deinen Namen... Ja, du gibst mir auch mehr Bussal, ist schon recht. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich deinen Namen richtig aussprechen soll, aber XNNX habe ich dir. Servus, grüß dich. Steht aus deiner Chance, wie geht's da? So wie beim Mike, wirklich 30 Mal diese... Mr. Herbert, da unterhalten wir uns noch mal drüber. Das ist, glaube ich, auch eine schlechte Idee. Ja, du bist schon wieder furderneidig, gell? Wenn er da frisst und du nicht darfst, das magst du gar nicht gern. Da, jetzt tust du noch mal schnuffeln. Ja, genau. So, schnuffeln. So. Dann tust du noch mal in die Kamera schauen. Da, so. Winke, winke mal. Das ist der zweite Manu. What? Wait, what? Der zweite Manu? Sag einfach Manu. Okay, dann sage ich, wenn das legit ist für den Herrn, dann sage ich Manu. So, Freunde der Sonne, Paula. Seines Zeichens Flauschknädel. So. Gut, ich hab gehört, wir der mal weiter. Ja, passt. Okay, dann nenne ich dich ab jetzt Manu. Schön, dass du bist. Manu, willkommen beim geschubstesten, bei dem geschubstesten Stream auf Twitch. Wollen wir mal sagen lassen, ne? So, weiter geht's. Wo haben wir nicht stehen bleiben? Genau, Marschall sagt's, geschubst. Schau mal, da drüben. Noch ein Wer? Symbol. Was ist mit geschubst? Aber, Lukas, wenn die Leute hier krank wurden, heißt das, dass jemand gebissen wurde. Keine Spur eines Angriffs. Noch nicht. Naja, gehen wir. Genau so nämlich. So, ich hab's schon gesehen, wir müssen da hinten auf. Okay. Da wird man aber jetzt auch nicht so ohne weiteres sicher. Man tippt jetzt einfach. Abtrünnige Soldaten. Hört sich nicht gut an. Hey, Krähen! Jemand Lust auf gebratenen Vogel? Bogenschütze. Vogel! Wo haben Bogenschützen? Du hast eine Leiche abgeknallt, du Idiot! Von wegen! Die hat sich noch bewegt, als ich geschossen habe. Genug herumgespielt. Augen offen halten. Sonst darfst du Arnaud erklären, warum wir mit leeren Händen dastehen. Okay, der Bogenschütze ist garstig, sag ich jetzt schon. Wir suchen nach einem Alchemisten und finden stattdessen ein Massengrab.
Aber alles gut. Warten wir einfach auf den Tod. Marshall gibt's ein paar Dinge. Ja, der Odin ist halt überall da, wo es gut ist, Herbert. Wer ist da? Alarm, Eindringlinge! Sie haben uns erwischt. Okay, Lul, wir laufen jetzt einfach. Los, haltet die Eindringlinge auf! Eindringlinge, helft mir, sie Wird zwar nicht funktionieren, aber wir probieren es halt einfach trotzdem. Wir wurden entdeckt. Keine Ahnung, wo wir hin müssen, aber ich renne jetzt. Ja, jetzt ist spätestens jetzt ist es vorbei. Okay. Nein! Wie viel Depp fährst du eigentlich bis jetzt? Keine Ahnung, 6 oder 7 oder so. So. Das Problem ist eher da oben mit seinem Pfeilbogen, habe ich das Gefühl. Sie haben Vodor noch nicht gefunden. Er ist schlauer als sie. Ah, da hinten ist ein Spalt. Da schau her. Dann finden sie ihn. Und dann ist Hugo verloren. Du hast recht. Da ist ein Spalt hinter tatsächlich. Da schauen wir, da schauen wir jetzt gleich mal rein. Okay, da schauen wir jetzt einmal, weil heute da ist ein Spalt. Da sollten wir ja jetzt aufs, fürs erste Mal safe sein, da, right? Problem ist, dass er uns erlurt, wenn wir jetzt da ausspringen. Achso, deswegen kann man sich da bucken, oder was? Also warte mal, das probieren wir jetzt einfach aus. Ah, okay, das kann man nicht. Seltsames Geräusch. Moment. Ja, aber dann sieht man eher da oben wieder. Ja, dann sieht man halt eher da oben wieder. Das ist halt auch blöd. Helft mir, sie aufzuhalten. Los, haltet die Eindringlinge Hä? Okay, what the fuck? Aber wie kommst du dann da jetzt vorbei, ist die Frage. Nein! Man kann da unten durchschleifen, sage ich. Okay, die Schleichpassage ist mir noch nicht ganz so ersichtlich. Jetzt warte mal. Der Schütze da oben ist halt komplett garstig. Weil der ungefähr alles sagt. Aber rein theoretisch müssen wir da ja so unter ihm durchschleichen Die können. Soldaten des Grafen kommen wir noch an. Aber das? Schauen wir jetzt einfach mal. Gegen eine Pest sind wir machtlos. Okay, das schaut ja schon mal nicht, das ist ja schon mal nicht verkehrt jetzt, meine. So, das Problem ist, ich sehe halt jetzt leider auch nicht, wie er sich dreht. Reinladen und dann der Schleichangriff. Das war die nächste Möglichkeit gewesen, ja. Tatsächlich. So, im Endeffekt haben wir jetzt wieder genau da, wo wir vorher eigentlich auch waren. Müssen wir halt auf den Schützen müssen wir halt brutal aufpassen, weil der sagt halt ungefähr alles. Ich frage mich, was Mutter dazu sagt. Sie kommt damit klar. Sie ist stark. Den kann man mit Sicherheit Sneaky Peaky ausschalten. Das meine ich, wird man sogar mal in Erwägung ziehen. Okay, man kann auch gut wieder. Das ist jetzt Try and Error im Endeffekt. Er ist tot. Ich finde den verdammten Schuldigen. Okay, merke, wir können auch Gegner mit Helm nicht Sneaky Peaky ausschalten. Zumindest nicht solange wir kein Messer nicht haben. Mit dem Messer ja, mit der Schleider nicht. Ich sage jetzt leider nicht, ob er einen Helm auf dem Bimbus hat. Das ist jetzt das andere.
Ich glaube aber, dass der keinen hat. War so Semi-Stealth. Wurscht, Stealth ist Stealth, ob Semi oder nicht. Pass auf, wenn sich der nochmal umdreht, schauen wir mal, ob wir den... Aha, da schau her. Fuck, ich warte langsam. Okay, gut, wir wissen auf alle Fälle jetzt, die Helmträger kann man nicht wirklich gut stealthen. Ja? Das wissen wir also schon mal. Zumindest, wie gesagt, solange wir kein Messer nicht haben. Aber hat hingehauen, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das Messer nur haben. Aber das sehen wir dann eh gleich. Aber auf alle Fälle gegen Helmträger stealthen ist so semi-geil. Der hat mich gestecht, ja genau. Der hat mich gestecht. Ich frage mich, was Mutter dazu sagt. Sie kommt damit klar. Sie ist stark. Nicht stark genug, leise. Das scheißt mir einfach auf Abstecher. Das machen wir es einfach wirklich um Stealth. Der da draußen, der schleicht ja auch umeinander. Ich weiß auch jetzt ehrlich gesagt nicht, wo wir hin müssen. Aber ich tippe jetzt einfach einmal da ums Eck um. Das schaut mir gut an. Beziehungsweise, hey, wir gehen ja eigentlich im Kreis. Wir brauchen einen echten Arzt, kein Alchemisten. Die Pest ist eine Sache, aber offene Wunden. Ja, okay, wir haben jetzt im Endeffekt im Kreis gegangen. Das heißt, wir müssen da auf alle Fälle zurück. Wir müssen mal schauen, wo wir hin müssen, ehrlich gesagt. Solange er mich nicht geschubst hat. Ja, geschubst hat er mich in dem Sinn. Das ist wieder der Schützenset. Verschwenden unsere Zeit. Bleib ruhig. Wir machen Fortschritte. So, Schützen-Charlie, hast du mal... Genau, geh du mal in die andere Richtung. Okay, wir hätten einfach gleich von Anfang an da entlang gehen sollen. Aha, da schaut der andere jetzt was so wacht. Ist das sonst noch... Ich sehe halt nicht, wie viele Wachen das jetzt da haben. Okay, da geht's erstmal nicht weiter. Also müssen wir sowieso da aussehen. Ich scheiß halt dort den Schützen da hinten schon wieder. Das ist halt einfach richtig bescheuert. Beziehungsweise wir können uns ja eigentlich hinter der Mauer da verstecken. Das Problem ist die Wache da. Beziehungsweise ich sage ja jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht, wo wir eigentlich hin müssen. Wahrscheinlich in die Tiere hinter die. Muss ja eigentlich fast. So, das heißt, wenn ich jetzt da hinwirf, was ist das? dann geht der steil. Ah, und er aber der Schütze schaut auch. Das ist jetzt komisch. Müssen wir etwa den Schützen zuerst ausschalten? Ist das im Bereich des Möglichen? Es kann natürlich sein, dass wir mit den Schützen ausschalten müssen. Ganz nach Stealth-Art, wenn du mich fragst. Weil das scheint nur er da so zu sein. Und der schaut aber, glaube ich, auch nur in die eine Richtung. Der meine schaut nur dahin. Das beobachten wir das einfach einmal ein paar Sekunden und oft zeigen wir schon, weil dann schleichen wir uns einfach an dem vorbei und schalten wir den Schützen aus. Beziehungsweise, ja gut, wenn ich mit der Schleuder schieße, dann wird der andere alarmiert, dann haben wir auch verkackt. Das bringt also nichts. Ja, den werden wir Stealth ausschalten müssen, das hilft uns nichts. Und so wie das ausschaut, bleibt der auch so stehen. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur warten, bis sie eher wieder umdreht. Passt schon, Herbert. Merci für den Lack.
Ich habe mit mehr Soldaten gerechnet. Wo sind die? Krank? Oder planen die? Wir haben es fast geschafft. Jetzt kommen sie! Ja, okay, das kriegt er auch noch hinten spitz. Sie sind da oben! Hinterher! Vorsicht, ich weiß, was ich mache. Alle Mann herhören! Eindringlinge! Wir wurden entdeckt. Denkt ihr, ich weiß nicht, wo ihr seid? Ja, geschafft. Stimmt. Aber ich habe genug von den Dieben, Mördern, Söldnern, dem ganzen Pack, das uns ständig in die Quere kommt. Das Chaos beherrscht unser Leben und sie gehören dazu. Ich hab's irgendwie Du geschafft. kommst immer besser mit ihnen zurecht. Du hast da hinten ziemlich gewütet. Ja, genau deswegen können wir jetzt dieses Gespräch führen. Deine Vorgehensweise beeinflusst die Entwicklung von Amicias Fertigkeiten. Drücke bla bla bla, um das Fertigkeitenmenü aufzunehmen. Ah, da haben wir schon. Bewusstsein. Was ist jetzt das? Amicia wird ihre 3 Fertigkeitstypen abhängig von deinem Spielstil und den verwendeten Werkzeugen verbessern. Drücke bla bla bla, um das Menü zu schließen. Bewusstsein. Amicia bewegt sich leiser und wird von den Gegnern nicht so schnell bemerkt. Stealth praktisch. Angriff. Amicia achtet auf ihre Umgebung, wodurch sie Gegner im Nahkampf in Feuer oder Ratten hineinstoßen und sofort töten kann. Okay, somit der Spoiler eigentlich vom Spiel selber, es wird Ratten geben. Raffinesse. Amicia stellt dank ihres erweiterten Alchemiewissens schneller alchemistische Munition wieder her. Okay. Ja, bisher haben wir eigentlich eher mehr so stealthy unterwegs. Oh, riechst du das? Leichen. Was ist das hier? Ein Krankenhaus? Also wenn dieser Krankenhaus ist. Natürlich sind alle erkrankt. Daran gewöhne ich mich nie. Musst du auch nicht. Brudi, rest in peace, I guess. Boah, stellt sich mal viel, wie es da drin stingen muss. Also ich traue mir jetzt wetten, da wenn du dir so einen ziehen lässt, dann gibt's eine Gasexplosion da drin, 100%ig. Ich tippe einfach mal, dass wir da nach hinten, also nach links oben hin müssen. Beziehungsweise bleibt sie vielleicht sogar wurscht. Da lebt noch jemand. So wie die ausschaut, war's gescheiter, sie war hier. Madame. Oh. Alice, du bist es. Ich bin nicht Alice. Versprich mir, dass du auf dich aufpasst. Das werde ich. Ruhe nun. Ich glaube, für sie gescheiter. Gut gemacht. Überhaupt nicht gut. Komm. Neue Erinnerung, Ruhe in Frieden. Du meinst den Bit? Okay, das ist neu. Abspielen? Da lebt noch jemand. Achso, das wird dann quasi nochmal, okay, das wird dann nochmal aufgerollt, Wird das okay. die Ratten aufhalten? Das weiß ich noch nicht. Wir haben Dev noch Counter? keine gesehen. Wenn sie hier sind, Sie verstecken sich vor der Sonne. Irgendwas zwischen 7 und 10. Bitte sag mir, dass es hier ist. Die Saufern, 100%. Inzwischen 7 und 10 bloß. Ich kann das nicht sagen, keine Ahnung. Da müssen wir dann in der Wotte mal schauen. Ich sage jetzt mal so, ich glaube mal zwischen 7 und 10 irgendetwas. Aber Deathless Run soll es ja nicht werden. Oh Gott. Alter. Eine ganze Stadt. das Symbol. Er ist im Turm. Er muss dort sein. Ach ja. Lukas, es wird nicht leicht, dorthin zu kommen. Es ist der Orden. Ein hochrangiger Magister würde wohl im hohen Turm leben, oder? Gehen wir einfach hin. Können wir mal bitte festhalten, dass das von der Kulisse her und von der, wie das grafisch inszeniert ist, einfach. Ich hab's eh schon gesagt, aber das Spiel ist eine 11 von 10.
Es ist verdammt geil gemacht. Und du bist ganz sicher? Tja, es ist der einzige Weg. Sei vorsichtig. Ja, das hätte mich jetzt auch gewundert. Kannst du aufstehen? Ich versuch's. Bitte tut mir nichts. Beruhigt euch. Wir gehören nicht zu denen. Seid ihr von hier? Ja. Jetzt der erste 4 Sekunden nehmen wir, mein Freund. Sie sind hier. Beziehungsweise los ja deine Fackel nicht fallen. Solange ihr sie habt, werden sie euch nichts tun. Was wollen die von mir? Kommt zu uns rüber. Wir müssen wieder nach oben gehen. Die Sonne wird uns beschützen. Ganz ruhig, im Licht seid ihr sicher. Alles klar. Woher kommen diese Biester? Da kommen mehr. Sehr viel mehr. Lauft weiter. Es sind so viele. Nicht stehen bleiben. Beachtet sie nicht. Lauft weiter. Ja. Brudi? Ja, das war klar, dass das wieder eskaliert jetzt. Willkommen im Ratzen Simulator 2, Freunde der Sonne. Mach zu. Hilf mir. Halt durch. Nein, nein. Das war's. Nein. Wir haben Licht. Noch sind wir sicher. Wir sind sicher. Alles gut. Bleib in der Nähe einer Lichtquelle, um dich vor den Ratten zu schützen. Du kannst mit einer Fackel interagieren, um sie zu nehmen und damit herumzulaufen. As we know von Teil 1. Ja. Freunde, jetzt haben wir, glaube ich, offiziell im Ratzen-Simulator angekommen. Ja? WB Ratzen. Hat es in Frankreich eigentlich Pestdoktor gegeben? Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Nur ein Haufen mit. Wie war's mit Ratzenbad? Lexi, glaub mir das letzte, was du mähst, ist da jetzt ohne Licht einzuspringen, ja? Weil da bist du komplett am Arsch. So, wir brauchen einen Fackelhutz, da haben wir eine. Bleibt nah bei mir. Meinst du, wir kommen hier raus? Das müssen wir. Ganz vorsichtig. Ich wusste es. Hab doch gesagt, sie sind hier. Das sind ja Millionen. Fallen lassen, ja genau. Wie können es schon so viele sein? Hugo, sie Die sind nageln die ab. hier. Du schaust ungefähr so aus, ja? Die nageln nicht an dir, die schluckern die. So, da werden wir gleich mal Das sollte reichen. einmal anzünden. Und da werden wir auch anzünden. Das wissen wir alles von Teil 1. Freunde der Sonne, mehr Licht ist mehr gut. Sie klettern. Was? Wie? Das ist übel. Wir müssen zum Turm, wo dort zu Hugo bringen und hier verschwinden. Super effektiv. Sehr effektiv gearbeitet. Ich habe sie beim Sturz verloren. Muss auch ohne gehen. Ja, bitte lass die Fackel nicht fallen. Wir können diese Wand hochklettern, aber ich brauche freie Hände. Ja, da ist ganz zufälliger Fackelständer. Unglaublich, dass wir die Fackel zurücklassen. Ah, da haben wir auch wieder eine, ganz zufälligerweise. Drecksviecher! Was machen wir? Nehmen wir einen Stock. Der brennt schnell ab. Wir wählen den direkten Weg. Ja, sehr direkt bitte. Auch das kennen wir noch aus Teil 1, Freunde. Der Stecker vergliert nämlich mit der Zeit.
Wenn die Und man Nacht muss da einfach die Feuerstellen Dann da kann sie entzünden. nichts mehr aufhalten. So, wo ist da die nächste Feuerstelle? Direkt da hinten, okay. Angel Abedere! Blacktail, wuhu! Gattehana! Willkommen, Angel. Du hast schon ein bisschen was versandt, aber Ratzen haben seit 5 Minuten am Start. Vorerst. Ich hoffe, du hast einen angenehmer Doku heute. Gut. Noch ein Feuerbecken. Wir können es schaffen. Wir schaffen es. So. Eine Leiter. Aha, I see. Ja, ich soll jetzt Steckerlaffe werfen, oder was? Achso, ich kann jetzt... Feuerbecken da oben. Ja, das geht bestimmt. Ja, aber ich möchte ja jetzt eigentlich... Achso, muss man... Moment einmal. Muss man da die Fackelaufe werfen? Wahrscheinlich nicht, oder? Tatsächlich. Okay, das ist neu. Bis zur Leiter. Das Schloss an der Kette wirkt schwach. Ich sehe es. Okay, dass man Stecker werfen kann, ist neu. Ja, sehr gut. Gehen wir, schnell. Planmäßig war die erste Mal um 21 Uhr gekommen. Feierabend habe ich tatsächlich um 18. Sehr schön. Aber nicht, weil es so gut gelaufen ist. Einfach, weil es keinen Bock mehr gehabt hast, oder wie? Auf alle Fälle, jetzt genießt damit ein Feierabend. Ja? Ich muss kurz durchatmen. Dann atme schnell. Ich weiß nicht, wie lange wir haben. Ja, die kämen halt jetzt offensichtlich auch da auf, hundertprozentig. Hallo, dass da hinten schon wieder Feier ist. Balken? Es geht nur so. Weil wir seit 10 Uhr Vormittag keinen Zentimeter weitergekommen haben. Also quasi der ganze Montag für den Arsch. Gut, ganz ruhig. Na dann. Nichts überstürzen. Ah! Lukas! Ich wusste es. Geht Brudi, es dir gut? du hast ein Problem. Ich bin umzingelt. Die Leiter! Kletter hoch, schnell! Ja, das musste natürlich mir passieren. Ich brauche Hilfe. Sie sind hinter mir her. Bleib ruhig! Ist jetzt Noch ja ist schon... alles gut! Ach, du bist schon aufgestiegen, ja, okay. Du weißt, ich lasse dich nicht im Stich! Da warten wir jetzt, bis der Stecker oben ist, weil das schaffen wir nicht mehr bis da oben. Dienstag meine ich, ja. Entschuldigung. Dienstag aber ja. Ich bin heute auch schon durcheinander. Weißt du wenn man mal 30 ist, dann geht's ein Berg um mit einem. Ich weiß nicht, ich bin halt irgendwie am Montag, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich Dienstag normalerweise nicht stream. So, kann jetzt ich da auch aufsteigen? Natürlich nicht. Es liegt an den Ratzen, ja wahrscheinlich. Gut, sollte reichen. So, wir müssen da um, okay. Ich brauche hier Licht. Kommt sofort! Okay, ich komme da nicht auf. Dann müssen wir irgendwie anders da rum. Let's see. Ah, Fackelwerfer, maybe? Warte mal. Da komme ich auf jeden Fall so jetzt nicht auf. Aber ich glaube, dass wir da wieder werfen müssen. Jetzt passt so auf. Ah, tatsächlich. Erledigt! Danke. Ich versuche dich zu erreichen. Ich komme nur mit einem Stock rüber. Die Verwurschler mit einem Gewusel. Was müssen wir da? Einen Stock umwerfen, oder was? Tatsächlich, wir werfen einen Stecker auf. Sei schnell, sei mutig und fall nicht mehr runter. Du schaffst das! Keine Panik! Dafür ist es zu spät. Das war schrecklich. Danke. Du raubst mir noch den letzten Nerv. Gehen wir weiter. Also das ist halt tatsächlich wirklich, das ist eine Neuerung, dass du den Stecker quasi jetzt umwerfen kannst. Das hat es im ersten Teil nicht gegeben. Wir kommen dem Sonnenlicht näher. Ob wir in der Nähe des Turms rauskommen? Ich kann es kaum erwarten, Wahrscheinlich Mr. nicht. Boudins Plan zu erfahren. Der Plan ist hoffentlich verdammt gut. Ist er sicher?
nein. Schon wieder runter? Oh ja. Machst du Witze? Nein. Und Hugos Zustand wird mit jeder verschwendeten Sekunde schlechter. Deine Mutter ist bei ihm. Es geht ihm gut. Also wenn wir was aus dem ersten Teil gelernt haben, dann das, dass nicht auf geraden Wege ans Ziel geht. Keine Ratten? Nein, aber sie waren vor kurzem hier. Noch Schau dir nicht. die Leichen an. Noch warm. Sie sind in der Nähe. Vorsicht. Was ich mich jetzt an der Stelle frage, die Ratzen fressen alles außer Muskulatur. Weil da hängt ja noch Fleisch dran, offensichtlich, ne? Ja? Also ist jetzt nicht das komplette Skelett. Gut, der schaut, da haben sie mehr an den Rücken gehabt, aber... Ja, wobei, da hinten ist einer, der ist komplett auf die Knochen runtergenagelt, okay. Ja gut, so ein Ratz platzt halt auch irgendwann einmal, ja? Wenn es zu viel Fleisch erwischt. Beinschmecker, ja. Wir mengen einfach... und einen Arsch! Hab ich nix. Was ist das? Schienen in der Wand. Ein Aufzug. Das könnte ein Weg hinaus sein. Verlasse den Untergrund der Arena, das haben wir. Und jetzt, was müssen wir da? Senke die mittlere Plattform ab. Okay. Was haben wir da? Ist dieser Elefant oder was? Lukas, was ist das denn? Ich habe darüber gelesen. Das ist ein Elefant aus Tatsächlich. Afrika. Die Römer verwendeten sie im Zirkus. Er ist riesig. Sieh nur die Zähne. Einfach unglaublich. Ja. Hier liegen schon genug Knochen rum. Lass uns abhauen. Okay, es ist scheinbar wirklich ein Elefant. Okay. Ja gut, sind wir schon. Wir müssen den Aufzug absehen, hat's geheißen. Dieser Geruch. Den kenne ich. Das ist Schwefel. Eine Schmiede. Eine Kurbel. Mal sehen, was sie bewirkt. Die Kurbelkurbel? Ich brauche dich hier. Klar. Also auch noch so. Ah, da geht das Tor da hinten runter. Oh nein, hörst du das? Oh nein, bitte nicht. Gott, wie viele das sind. Wir War ja stecken klar. fest, Lukas. Nein, nein. Da, die Plattform. Das Feuerbecken. Das Licht müsste für den ganzen Raum reichen. Und wie zünden wir es an? Keine Ahnung. Salpeter, Schwefel, Alkohol. Was wir so finden können. Na gut, die Zimmer sind ja jetzt offen. Vielleicht finden wir was. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wieder, wir lernen jetzt quasi wieder mit Alchemie rumzuhantieren, damit wir uns im Zweifelsfall selber unser Zeug bauen können. Das ist auch wie im ersten Teil schon mit übernommen worden. Ein Klang da ins Augen. Fleischvorräte. Wir brauchen ein Konservierungsmittel wie Alkohol. Vielleicht in der Truhe? Alles klar. Lenken wir erst diese Ratten ab. Gut, aber das wird nicht genügen. Da gibt es wahrscheinlich noch mehrere. Kann man da umspringen? Ah, da kann man entlang schleiern, das ist gut. Nicht fallen! Danke, Lukas. Okay. Das werden da sie hinten? mögen. Ekelhaft. Sieht sicher aus. Okay, die Dann ab zur Truhe. sind jetzt Als ob sie offiziell seit als Millionen von Spinnenratten Jahren nichts gefressen hätten. abgestempelt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob die im ersten Teil auch über Treppen Was gegangen ist sind. drin? Alkoholflaschen. Ja, das ist gut. Sehr gut. Kommt Alle, zurück. saufen uns zu, das hat schon geholfen. Ich sage Alkohol, den haben wir. Ach, die bleiben da dann, du. Okay, ja gut. Oder du bist wieder weg. Merci dir fürs Zuschauen. Einen schönen Abend dir noch. Hau dir rein. Schön, dass du warst. Probier wir. Achso, okay. So, Alkohol haben wir. Jetzt brauchen wir Schwefel und... Alles klar. Wir brauchen ein zweites Element. Dann stellen wir Ignifer her.
Weißt du noch? Ignifer. Hatte ich schon vergessen. Sehen wir im anderen Raum nach. Da drüben was, eh? Das ist Schwefel, oder? Ja, auf den Brettern liegt ein wenig. Da oben in der Truhe könnte noch mehr sein. Frischer Schwefel wäre perfekt. Ab nach oben. Weil liegt da sonst nichts umeinander in der Bude. Eine Kurbel. Da ist ein Aufzug. Okay, dann kurbelt man halt einmal die Kurve. Natürlich. Geht's dir gut? Er bleibt nicht. Ja, selten so einen Spaß gehabt. Halte LB gedrückt, um interaktive Elemente. Ach so. Du musst dich darum kümmern, Lukas. Natürlich. Weil los mir den schwachen kleinen Burm Drecksarbeiter. Das ist sehr gut. Jetzt müssen wir das da oben schirmen wahrscheinlich, oder? Ja. Wir verschwenden Zeit. Ich bin ja so ein Idiot. Warum oben schubsen, wenn man auch drüber schieben kann? Auf dein Zeichen! Oh, ups. Ah, den kann man jetzt oberlassen, ja gut. Du kannst aufhören. Klar doch. So. Los, schneller! Ich mache mir Sorgen um Hugo. Der Turm ist nicht mehr weit. Sobald wir Vaudin finden... Wir wissen nicht einmal, ob er da drin ist. Und die ganzen Ratten und Söldner. Hey, das wir von der anderen Seite. Geht da drüben leichter. Ja. Wo ist denn der Hugo? Das habe ich irgendwie verpasst. Der hat wieder einen Rückfall gekriegt. Also einen Ausbruch der Makula, also dem seiner Krankheit. Der liegt jetzt zu Hause oder in unserem neuen Zuhause im Bett. Der ist krank. Wir haben jetzt mit dem Lukas, unserem Alchemisten, der war ja im ersten Teil auch schon vorkommt, unterwegs, um Heilung bei einem Magistrat zu suchen, der aber scheinbar in einer Festung ist, da wo scheinbar immer nur die Templer die Bruderschaft vom ersten Teil vertreten ist, die wo ja eigentlich nicht mehr sein sollte. Du hattest recht. Es ist Schwefel. Ja, das ist eine gute Nachricht. Gut, wir haben Schwefel und Alkohol. Das ist eine der besten Kombinationen für Ignifer. Hochreaktiv, misch sie. Ignifer. Einfach großartig. Ein Lebensretter. Wähle mit dem Steuerrest das Ignifer und halte A, um es herzustellen. Du kannst deine Munition mit all deinen Waffen verwenden. Wähle mit... Fertig. Schieß es mit der Schleuder auf die Feuerbecken und hoff, dass es klappt. Wow. Was zur Hölle? Das war in der Tat hochreaktiv. Danke, Lukas. Das Ignifer wird noch sehr nützlich sein. Versuchen wir, die Plattform zu senken. Da waren doch noch mehr Kurbeln. Sehen wir uns um. Mehr Kurbeln? Da sind unsere Kurbeln. Oben, unter dem Gewölbe. Ja, versuchen wir es. Ach, da oben, ja, stimmt, tatsächlich. Was jetzt? Käfige. Sie hatten hier noch andere Tiere. Was soll's? Bringen wir Licht ins Dunkel. Mal alles aufsammeln. Da sind immer noch Ratten. Dieser Tontopf. Er könnte den Effekt eines Ignifers verstärken, der beim Aufprall ausgelöst wird. Versuch's mal. Hoffentlich klappt's. Jeder Effekt kann mit einem Topf kombiniert werden. Halte RB gedrückt, um das Auswürfeln aufzurufen. Fertig. Wirf ihn, um ein kurzes Feuer zu erzeugen. Wenn wir schnell machen, kommen wir durch. Ein Topf, der mit Munition kombiniert wurde, erzeugt beim Aufprall einen temporären Effekt mit großem Wirkungsbereich. Wähle den Topf mit blablabla aus. Ja, Hobby. Okay, das ist auch nein, das war im Vorgänger auch nicht so. Jetzt! Ja, los!
Die Idee war großartig. Kinderspiel. Man braucht nur einen Topf. Okay, wir können jetzt offiziell Bomben bauen. Sehr gut. Ah, das wird ja nicht scheiße. Gut, dann haben jetzt die da hinter mir abgelenkt. Das ist gut für uns. Da leicht nämlich noch irgendetwas. Schwefel und Alkohol, okay. Okay, die kann man nicht überschießen. Ja, ihr dacht, die kann man vielleicht überschießen. Geht klar. Bewegen wir dieses Monster. Das Ding ist zu schwer. Dafür gibt es auf der anderen Seite eine Kurbel. Man braucht 2 Leute. Na gut, bleib du hier. Ich übernehme die andere. Ich warte auf dein Zeichen. Das ist es, Amicia. Hoffentlich. Hätte ich gewusst, dass wir eine eigene Zirkusnummer bekommen? Hätte ich gewusst, dass die Welt wieder in sich zusammenbricht. So viele Krüge. Wahrscheinlich Wein für die Zuschauer in der Arena. Manches ändert sich nie. Aber ich find's cool, dass die zwar kleine Neuheiten einbringen, die wo nicht zu übertrieben haben, aber die kleinen Neuheiten haben halt, die frischen halt das Ganze wieder ein bisschen auf. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir wieder umkommen, right? Oh, leck! Okay. Auf zur Kurbel. Ah, okay, Leute, ich hab die Feuerstelle übersehen. Von hier. Alles klar, Lukas. Bin soweit. Ich warte auf dein Zeichen. Fuck, das war einfacher gegangen. Ja, gut, okay. Wurscht. Wurscht, macht nix. Es funktioniert. Nicht zu fassen. Gott sei Dank. Los! Hast du das gehört? Könnte sein, dass die Bremse bricht. Wir müssen zum Aufzug. Schnell! Oh. Hey, nice. Stabil. Stabile Seitenlage. Mit viel Können und starkem Willen. Es beginnt wieder. Verstehst du, was das bedeutet? Ja, aber wir haben es schon mal überstanden. Du hast ihre Angriffe gesehen, ihre Bewegungen. Sie sind schneller, wendiger, schlauer. Aber wir haben es geschafft. Gerade so. Finden wir Magister Vaudin. Mit dem Orden an unserer Seite sind wir in diesem Kampf nicht mehr allein. Na, hoffentlich hast du recht. Okay. Bitte sag mir, dass wir näher dran sind. Ja, der Turm. Tatsächlich ein bisschen näher. Wir sind näher gekommen, oder? Ein wenig. Das reicht mir. Ja gut, war jetzt auch komisch gewesen, wenn wir schon direkt in den Turm haben. Keine Spur von diesen Söldnern. Na, hoffentlich haben sie ihn nicht. Beeilen wir uns. Dieser Ort war eigentlich recht schön. Vor dem Biss? Ja. Aber das ist jetzt auf alle Fälle ein Teil von der Stadt, den man vorher nicht gesehen hat. Hey,
Was machst du da? Der Besitzer wird sie nicht wachsen sehen. Hugo wird begeistert sein. Ins Haar. Wie früher. Steht dir gut. Vielen Dank. Pfeil Gehen wir geraut. jetzt weiter. Okay. Um Leichtäpse. Bestimmt etwas, was man looten kann. Ich frage mich, wie der Graf der Provence dieses Chaos bereinigen will. Die Leute denken wohl, es kümmert ihn nicht. Seine Armee regiert für ihn. Lexi, danke für deinen Look. Wandern diese Söldner ungestört umher. Und wir hielten diesen Ort für sicher. Ah, Alkohol und Schwefel, das nehmen wir mit. Warte mal, der kann eigentlich... Achso, ja gut, haben wir eh noch. Ja, passt. Schütten wir noch ein bisschen Brandbomben, wenn es wirklich ist. Ignifer. Oh, vielleicht da noch was. Hätte jetzt blöd übersehen. Okay. Ja, aber wahrscheinlich werden wir jetzt da gleich wieder in eine Passage kommen, wo wir die Brandbomben brauchen. Sonst hätten wir jetzt das Zeit nicht finden. Wir kommen dem Turm immer näher. Fast geschafft. Der ist ja riesig. Er muss da drin sein. Scheint der sicherste Ort zu sein. Wenn der Orden diese Macht noch besitzt, kann er Hugo vielleicht retten. Da kann man sich auf alle Fälle verstecken. Das wird auch nicht umsonst sein. Wie weit, wenn wir uns einfach einen Hammer mitnehmen? Ja, da kann man dem Eisenkopf auf dem Bimbus haben. Ja? Wie viele Menschen starben hier? An so einem engen Ort. Eingesperrt. Hat der Biss sie wohl alle erwischt. Sie wurden verdammt. Also, wir warten, bis Arnaud kommt, Ja, um das- ihn rauszuholen. Deine Männer sollen sich bereit machen, den Turm zu stürmen. Hast du gehört? Männer sind verschwunden. Irgendwas geht hier vor sich. Hä? Schnappen wir uns den Alchemisten und hauen endlich ab. Wir warten auf Arnaud. Das ist ein Befehl. Gut, deine Entscheidung. Er ist wirklich im Turm. Und sie stürmen ihn bald. Lukas, das ist unsere letzte Chance, Hugo zu retten. Ja, wir müssen Magister Vaudin da rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Los! Würde mich interessieren, warum wir sich bei dem Zeig für das Wort Ignifer entschieden haben. Mr. Price, ich kann das leider nicht sagen, ob das irgendwie ein französisches Wort für Pyromantie oder sowas ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube irgendwie, hat Feuermagie in Witcher nicht ähnlich geheißen? Ingri oder Igni? Ich weiß halt leider nicht mehr genau. Aber ich kann das kann ich da leider nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ignifer ist Latein und heißt Zunder. Ja gut, da hat ja auch Sinn machen eigentlich, oder? Weil du sendst ja im Endeffekt was an. So. Na los! Okay, da oben war auf alle Fälle eine Schütze und Schützen haben beschissen, wenn ich das einmal so sagen darf. Die Frage ist, wir werden halt jetzt da oben auch nicht einfach so aufgehen. Ja, aber man schon fast denkt. Weiter. Hugos Leben steht auf dem Spiel. Das unsere steht auch auf dem Spiel, je nachdem, was der Bogenschütze da zwei so da drum hat. Ob wir den oberballern können, ohne dass das irgendwer mitkriegt, das probieren wir jetzt einfach aus. Was zum... Bleib weg! Also, ich hätte eh schon geschaut. Bin wohl zu angespannt. Ah, das geht nicht einmal. Okay. Und dann denke gut, okay, den Schützen da oben, den können wir eigentlich relativ gut abpassen, weil der geht einfach hin und her. Wir müssen auf alle Fälle Richtung Turm.
Da hinten leicht irgendetwas. Wir versuchen jetzt gerade ein bisschen zum Orientieren, wo wir lang müssen. Offensichtlich da hinten die Tiere eine, aber ich sehe jetzt da außer das Streichel da drüben keine Verstecke mehr. Beziehungsweise wahrscheinlich geht es auch in das Haus da hinten irgendwie eine, da wo der da umeinander tatscht. So, mal abwarten. Ich glaube, dass man das schaffen kann, wenn der sich umdreht da oben, der Schütze, und der Richtung Haus geht, dass wir da umkommen. Das müssen wir aber zeitlich eigentlich locker schaffen können. Weil ich sehe jetzt auch nirgendwo, wo man irgendwie für Ablenkung sorgen kann. Aber da schauen wir jetzt einfach. Passiert ja nichts. Der hat sich auch umgedreht, okay. Jetzt wenn er auch noch Richtung. Ja gut, das schaut ja schon mal ganz anständig aus. Das ist einfach nur was zum Anzünden, das wo wir uns eigentlich sparen könnten. Ich sehe jetzt leider nicht, wo da anders steht. Da hinten tatscht auch einer rum. Beziehungsweise, wenn er jetzt außer geht, kommen wir mir rein. Der hat es jetzt umgedreht. Aber die Frage ist, wo ist der einer jetzt? Ah, da kommt er wieder. Okay. Er wird jetzt auch wahrscheinlich jeden Moment da außertatschen. Jetzt warten wir nur mal. Beziehungsweise geht er vielleicht gar nicht mehr außer das Quasar. Jo, jetzt hat. Oh, jetzt dreht sich er wieder um, oder? Ja, müssen wir schnell sein. Okay, nice. Scheiße! Lauf! Lauf! Ratten! Sie kommen! Sie haben Angst vor Stellung halten! Find gegen verdammte Ratten! WTF? Stellung halten! Bastard! Hier bleiben! Wir müssen hier! Keine Panik! Hallo, das ist alles gut! Also rein theoretisch, wenn wir jetzt die Lichter ausschießen. Das war nämlich im ersten Teil so, wenn wir die Lichter ausgeschossen haben, haben die Ratten nämlich natürlich auf die Wachen losgegangen. Okay. Woher kommt das Geräusch? What? Okay. There's a fire stay. Bin nicht so weit weg. Ah, da hinten steht eine Wache, okay. Okay. Das ist sogar ein Schütze. Muss halt jetzt sicher gehen, dass da sonst keiner mehr ist, weil dann kann man den rein theoretisch ausschalten. WB Herbert. Okay, der Schütze ist raus. Okay. Nehmen wir mal das mit. Geht's along. Okay, da können wir genau auf die Brüstung, wo der Schütze gerade gestanden ist. Beziehungsweise.
Sollen wir dann mal auf die andere Richtung schauen? Ja, da geht's auch nach unten, aber da werden wir halt jetzt erstmal nicht lang können. Verdammte Ratten! Dieser Ort ist verflucht! Dieser Alchemist! Er steckt dahinter! Das Problem ist, was passiert jetzt, wenn ich den da unten abknall? Mich nicht! Aus dem Weg! Ein Geräusch? Was ist das? Die Frage ist, wo müssen wir hin? Hey du, was ist los? Da hinten ist Loot. Wir haben Eindringlinge. Loot lassen wir es natürlich nicht entgehen. Ja, jetzt ist der da einer gegangen. Are you kidding me? Amicia, nein! Okay, dass der jetzt da einer geht, habe ich nicht wissen können. War vielleicht dann doch nicht so schlau, den Hops zu nehmen. Okay, der Schütze da hinten ist auf alle Fälle noch weiter hinter. Also wir merken uns, wir nehmen mal keinen Hops, der wo es nicht unbedingt sein muss. Da lernen wir jetzt dann bestimmt relativ schnell die Fähigkeit, wie man Feuer löschen kann. Sie halten uns immer noch auf. Wir sind fast da. Fast. Ein bisschen. Ja, wenn du so haubieseln kannst, Mr. Price, dann bist du aber schon stark unterwegs, gell? Gut, wir müssen offensichtlich im Feuer noch, hey. Ich springe jetzt lieber nicht ein. Bin ich zu weit weg? Oh, da ist wieder Loot. Sehr gut. C-Schlauch, maximaler Druck. Hast du aber schon einen guten. Ich hab noch nie so viele gesehen. Was ist los? Verdammte Ratten! Dieser Ort ist verflucht! Dieser Alchemist! Er steckt dahinter! Gut, Alkohol haben wir erst einmal genug zum Saufen gelangt. Okay. Jetzt ist die Frage. Wir werden aber wahrscheinlich da unten durch müssen. Ihr kriegt mich nicht! Mit ziemlicher Sicherheit sogar. Das Stecker an der Feuerstelle anzünden, durch das Fenster durch und dann die Feuerstelle anzünden. Und dabei aufschauen, dass uns die andere Wache da, die wo da gerade mit seiner Fackel da durchgeht, nicht hops nimmt. Wo ist der jetzt? Na, was ist? Bin ich zu weit weg?
Oh, hi. Na, what the fuck? Muss ich jetzt nur mehr machen, oder was? Warum? Jetzt Moment, jetzt kommt's mir gerade erst. Warum schießen sie nicht einfach mit der Schleider an? Die haben uns so viel leichter. Ja, jetzt der auch noch, ist eh klar. Ja, okay, rip again. Wir wurden entdeckt. Ja. Nein! Amicia! Ja, gut. Nice. Die hören aber auch alles, die Wochen. Bin ich zu weit weg? Ich bleibe einfach hier. Warte mal, jetzt schaue ich mir lieber nochmal, ob man nicht da auch irgendwo oben hupfen kann. Okay, scheinbar nicht. Ja, wir müssen auf alle Fälle unten rum. Ihr kriegt mich nicht. So, die Frage, die man jetzt aber stellt, wie kommen wir jetzt dann da um? Ihr Ratten lasst mich nicht durch, oder? So ganz peilt habe ich jetzt da noch nicht, wie wir da jetzt weiterkommen. Also, ich brauche mal einen Überblick von oben. Ah, ich sehe schon. Was war das? Okay, wer hat jetzt wieder geschaut? Wer hat mich denn jetzt wieder gesehen? WTF? Wer hat mich denn da jetzt gesehen? WTF? Wer hat mich denn da jetzt gesehen? Wo ist denn die Wache jetzt gestanden? Okay, das ist die erste. Das ist jetzt die erste Passage, die mir kniffliger wird. Ich sage jetzt, ich weiß halt jetzt aktuell überhaupt nicht, wo ich hingehen soll. Das ist die Frage. Das ist das, wo ich gerade nicht so wirklich einen Anhaltspunkt habe. Also ich muss in den Turm meinen, das ist mir schon klar. Das dauert alles zu lang. Pass auf, sonst sind wir dran. Ich weiß. Jetzt warte mal. Moment mal. Verstecken wir uns. Noch ungefähr, ja, bis zum nächsten, sagen wir mal, bis zum nächsten Punkt, wo man ein wenig einen Cliffhanger machen kann. Also bis maximal 9, Price. Ja, da hinten geht man halt jetzt schon langsam auch wirklich auf den Sender mit seiner Schleicherei. Ungeziefer! Mich kriegt ihr nicht!
Was war das? Oh, kriegt der das jetzt schon wieder spitz, oder was? Soll ich hier bleiben? Na, wie ihr wollt. Aus dem Weg. Einfach weil er mich nervt. So, jetzt pass auf, jetzt wenn wir einen Stecker haben, ich glaube, dass wir da hinten rein müssen. Wenn wir jetzt einen Stecker haben, können wir da die Fackel anzünden und können wir da hinten durchrennen. Jetzt pass auf. Das wird schon irgendwie gehen. So, nehmen wir uns da mal den Stecker mit. Gehen wir weg da. Passieren lassen, ohne mich zu fressen. Was haben wir jetzt da? Schwefel, okay. Okay, wir haben scheinbar da rein müssen. Das war knapp. Ich glaube, hier sind wir sicher. Gut Okay, gemacht. Lul. Was hast du? Baudin ist hier irgendwo. Alles ist gut. In den vergangenen Monaten, nach allem, was in Guyenne geschehen ist, Hugo hatte immer befürchtet, dass es sich wiederholen würde. Aber alles war so schön und ruhig, so friedlich. Also sagte ich zu ihm, dass es vielleicht vorbei ist, dass wahrscheinlich das Schlimmste überstanden ist. Das haben wir alle gehofft. Aber was sollen wir ihm jetzt sagen? Dass die Ratten wieder da sind? Dass ihr Biss Hunderte getötet hat? Dass die neue Heimat, die er so gern hat, dem Tod geweiht ist? Dafür bin ich nicht bereit. Niemand wäre dafür bereit. Aber bald sind wir doch nicht mehr allein. Uns werden die besten Alchemisten unterstützen. Gut? Gut. Guck mal. Die Ordensloge. Bringen wir diesen Magister Vaudin zu Hugo. Okay, wir haben jetzt in den Turm, wir haben komplett falsch gegangen. Ich hätte gedacht, wir müssen irgendwie weiter hindrehen. Aber die Tür habe ich zuerst gar nicht gesehen. Aber gut. Eingangshalle. Wie kommen wir nach oben? Ich sehe keine Tür. Aber diese Eisenglocken. Darauf sind Symbole von Planeten abgebildet. Und in der Mitte ist die Sonne. Die Reihenfolge der Planeten stimmt aber nicht. Wie funktioniert das alles? Unter jeder Glocke ein Schloss. Ein einziger riesiger Mechanismus. Ordne die Symbole in der richtigen Reihenfolge an. Der Schlüssel setzt wohl die Glocken in Bewegung. Aber deine Schleuder könnte reichen. Fangen wir links an. Alles klar. Von links nach rechts lautet die Reihenfolge Jupiter, Mars, Sonne, Venus und Merkur. Das Symbol für Jupiter sieht aus wie ein Z, wie Zeus. Brudi, was? Ach, die Dinger da. Okay, was? Wie hat er gesagt, von links fangen wir, oder? Oder von rechts? Jupiter, Sonne, Mars, Venus, Merkur. Als letztes kommt Merkur, der Gott des Handels. Und fertig. Was? Andere Richtung? Warte mal, was? Wo hat er jetzt gesagt, von links oder von rechts? Jetzt habe ich nicht gescheit aufgepasst. Von links, meine ich, gesagt, oder? Von links, okay. Z. Jupiter, passt. Was jetzt? Danke. Rechts von Jupiter ist Mars, der Kriegsgott. Ein Schild mit durchkreuztem Speer. Speer, Schild. Mars sollte ein Kreis mit einem durchgezogenen Strich sein.
Mars, das ist es. Okay, Venus ist der erste Planet rechts von der Sonne. Das Symbol ähnelt einer Halskette. Halskette? Okay, also das, was jetzt da rechts angezeigt wird. Such nach einem Kreis mit senkrechtem Strich. Das müsste wen. Das sind alle, glaube ich. Okay. Ja. Oh, sieh nur. In der Mauer ist eine Tür. Wie archaisch. Gut gemacht. Finden wir diesen Magister. Also, ich bin mir ja jetzt nicht 1000%ig sicher. Ob es im Jahr 1346 kann eigentlich noch nicht gewesen sein. Obwohl die Astrophysik schon ziemlich lang zurückgeht. Aber ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt die noch nicht gewusst haben, dass so die Reihenfolge, wenn das auf das bezogen ist, aufs Sonnensystem, dann stimmt die Reihenfolge nämlich nicht ganz. Weil der Jupiter ist nämlich einer der äußersten Planeten. Ich glaube, nach dem Jupiter kommt nämlich lediglich nur Neptun, Uranus und Pluto. Der Grieche hat das... Ja, der Aristoteles. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie sich dort schon sicher waren, dass das ein Ringsystem ist und dass die nicht nebeneinander haben so. Oh, da schaut schon wieder schon... Da ist er, der Magister Vaudin, ich bin Amicia de Rune. Die Tochter? Also deshalb ist diese Meute dort unten so still. Der Orden war ziemlich beeindruckt von deinem Kampf gegen die Inquisition in Guyenne. Nun, ich hatte keine andere Wahl. Als Beschützerin des Trägers ist dies sogar deine Bestimmung. Als was? Als Beschützerin. Weißt du nicht um deine Aufgabe? Moment, ich bin... Und du? Ich bin Lukas, ebenfalls Alchemist. Du bist ein Lehrling. Weiß deine Magistra, dass du dich so nennst? Wen kümmert das? Die Makula ist wieder erwacht. Mein Bruder braucht eure Hilfe und die Ratten sind bereits da. Zügle dein Feuer, Beschützerin. Andere verbrannten darin. Nimm meine Tasche. Sehen wir nach dem Träger. Okay, das sind 2 Berge. Magister Vaudin. Wo ist er? Oben. Wie geht es dir? Ich hab Angst. Hugo, das ist Magister Vaudin. Hallo. Wir sollten umgehend beginnen. Ich brauche Ruhe. Mutter. Überlass das mir. Hallo, und jetzt? Kapitel 3, eine Bürde des Blutes. Lukas, komm, jetzt gleich. Komme. Ich habe Hugo weinen gehört. Was ist? Er hat nicht gut reagiert. Er hat einen Anfall. Was? Mutter! Du musst das beenden. Wir kennen den Mann nicht. Amicia, diese Sache musste irgendwann geschehen. Und dieser Mann ist ein ehrenhaftes, hochrangiges Mitglied der ältesten Alchemistenschule. Der Orden kennt die Makula. Hugo ist nicht allein. Ich bin hier. Wir brauchen Nachtschatten gegen das Zittern. Und zwar so schnell wie möglich. Außerhalb der Stadt findest du einen Kräuterkundler. Er lebt am anderen Ende des Metzgerviertels, ganz kurz vor dem Wald. Du wirst ihn sehen. Natürlich. Ich komme mit. Hier bin ich ohnehin nutzlos. Auch wieder Metzger gehört. Okay, die Spiel schafft es jetzt innerhalb von den ersten 3 Stunden einfach mich mehrmals optisch einfach komplett vom Hocker zu hauen. Ohne Scheiß, wie geil der Ring ausschaut. Es ist einfach, basically, du schaust einen Film.
Oder besser gesagt, du speist einen Film, wenn du so willst. Ja? So, Freunde. An der Stelle muss ich aber leider heute sagen, dass wir erstmal einen Cut setzen. Okay? Wir setzen mal an der Stelle einen Cut. Wir haben die ersten 2 Kapitel durch. Wir haben jetzt im 3. Kapitel, ich glaube, das ist jetzt eigentlich so der perfekte 3-Stunden-Punktlandung. Habe ich irgendwas anderes behauptet? Ich glaube, dass das halt ein perfekter Cut ist für den ersten Stream, für Plague Tale Requiem. Holy shit, ich bin absolut begeistert von dem Spiel. Also ich bin wirklich absolut voll zufrieden bisher. Also alles, was ich erwartet habe, wurde erfüllt. Es überzeugt optisch, es überzeugt in der Atmosphäre, es holt dich sofort, es saugt dich förmlich ein, das Spiel. Ja, du fühlst dich sofort voll auf Sendung. Also, wie gesagt, bisher eine absolute 12 von 10. Und ich bin richtig gespannt, wie die Geschichte da weitergeht. Also, wird eines der Projekte werden, das wo massiv gut einschlagen wird. Bei mir als auch bei euch. Zumindest habe ich bisher so den Eindruck, dass es sehr, sehr gut gefällt. Jetzt passt auf, ich mache jetzt da erst einmal zu. Also alle Erwartungen erfüllt. Es ist aber so eine Sache, wenn neue Titel erscheinen, ob die Erwartungen gerecht werden. Meistens bleiben sie ein wenig hinten neu. Aber ich muss an der Stelle wirklich sagen, halt mich voll ab. Ich bin voll dabei. 117 Stunden kann das stimmen. Normalerweise auch, der Bot liegt nicht. Aber ich schaue gerne mal für die nach. Ja, stimmt. Cool Stimme. Der Bot lügt bekanntermaßen nicht. Aber es ist ein Haufen, abgesehen davon. Komischer Command. Ja, ich weiß auch nicht, den habe ich nicht eingerichtet. Das ist einfach so. Wenn du Ausrufezeichen machst, dann zeigt er dir deine Stunden an. Ich habe aber ehrlich gesagt auch nicht, mich noch nicht wirklich stark mit dem beschäftigt, was man da alles machen kann. Ja, ich habe einfach nur so die Basics, wenn man so will, für den Bot gemacht. Aber ja, das ist nicht wirklich ein Command, der ist einfach so. Ja, das ist einfach so. Ich freue mich, wenn es weitergeht. Wo wir beim Punkt warten. Eventuell, weiß ich aber noch nicht, kann aber sein, spielen wir morgen um 6 Uhr mal weiter. Da allerdings nicht 3 Stunden, sondern grob bis um 8 Uhr. Das ist aber noch nicht sicher. Das je nachdem, wie ich Zeit habe und wie ich dann zum Dorn habe. Ja, weil im Hintergrund auch noch ein wenig etwas läuft. Muss ich mal schauen. Eventuell, wenn ich live gehe, spielen wir. Ich glaube, was darf man davon halten, dass wenn ich morgen Streamer da, was darf man davon halten, wenn ich stream von 6 bis 8 Uhr, dass wir Plague Tale weiterspielen. Spielen wir Plague Tale weiter oder wollen wir lieber Spider-Man sehen? Wie schaut es am Freitag aus? Wahrscheinlich eher nicht. Also wenn ich morgen mal stream, dann kommt der nächste wahrscheinlich erst am Sonntag. Also wenn ich morgen stream, dann sowieso nur bis 6 bis 8, weil das meine reguläre Zeit ist. Ja. Aber müssen wir mal schauen. Aber tatsächlich, wie wird es dann wahrscheinlich so werden, dass ich dann Plague Tale weiterspiele. Einfach weil ich Bock auf das Spiel habe und weil Spider-Man, das läuft uns jetzt, sage ich mal, nicht davon. Samstag, Sonntag war cool. Samstag, Sonntag, also beide Tage auf keinen Fall, aber wahrscheinlich eher dann am Sonntag. Müssen wir schauen. Jetzt, wenn ich morgen nicht live komme, dann kann es jetzt auch, dass ich, was weiß ich, dann vielleicht Freitag einen mache. Ich weiß noch nicht. Muss ich mal schauen. Schauen wir einfach, dann sehen wir es schon. Wir haben alle hyped auf das Spiel, dass beide kann warten. Ja, das haben wir schon fast gedacht. Aber ich muss halt einfach sagen, das ist halt, wie gesagt, Plague Tale, jeder hat seine Erwartungen gehabt an das Spiel, auch ich. Und bisher wird es halt einfach erfüllt. Ja. Und das ist auch irgendwo zu Recht. Es überzeugt halt einfach. Und bisher, klar, es hat so die ersten Kinderkrankheiten noch, ja, aber die werden mit Sicherheit die nächsten Tage behoben oder die nächsten Stunden. Das sind einfach so leichte Performance-Fehler, dass einmal zwischendrin ein kleiner Grafikruckler drinnen ist oder das Spiel einmal kurz sich verzerrt, das ist komplett normal. Ja, aber über das sage ich hinweg. Das brauchen sie definitiv nicht verstecken mit dem ersten nicht. Nein. Also der erste war schon Wahnsinn und der zweite sitzt einfach nur mal einen drauf. Das ist das. Wie gesagt,
Allein, was sie zwischen Teil 1 und 2 optisch da hat, das ist Baumbre. Also schon massiver Schritt nach vorn. Ich meine, brauchst du ja gerade die Animation vom Wasser anschauen. Jetzt gerade die letzte Szene mit dem Ring oder die ganzen Lichteinfälle, wenn du in die Dungeons umeinander gehst, das ist schon. Ich weiß ja nicht, wie es im Stream umkommt, muss ich mir dann die Plot anschauen. Aber so auf dem Bildschirm, wenn ich das jetzt da sehe, und jetzt spiele ich es nicht einmal auf maximaler Grafikleistung. Muss man auch noch dazu sagen. Aber es ist schon Wahnsinn, was die gemacht haben. Das war mal ein ganz kleiner Entwickler, ja. Ganz kleiner, unbekannter Entwickler. Aber es merkst du natürlich auch, dass da dann das Geld natürlich ein wenig mehr da ist beim zweiten Teil, weil der erste natürlich so gut eingeschlagen hat. Auch klar. Aber ist eh recht. Wie gesagt, bisher, ich finde es bisher, es sind kleine Kleinigkeiten, die was neu eingebracht haben, wie zum Beispiel Fackelwerfer. Ja, oder halt jetzt, dass du quasi dein Firepulver mit einem Tontopf mischen kannst. Das ist halt neu, das sind Kleinigkeiten, aber das ist halt, das würzt das Ganze ein bisschen auf. Es ist nichts Übertriebens. Ja, es sind kleine Feinheiten, so ein bisschen Quality of Life gemacht. Und das passt einfach. Du musst jetzt das komplette Genre nicht neu sag ich mal, entwerfen, sag ich jetzt, so auf die Art. Ja? Und was ich halt bisher auch sage, ist, die haben jetzt nicht einfach irgendeine 0815 Story da aus dem Boden gestampft, damit man das Spiel irgendwie weiterführen kann. Also das scheint bisher in eine sinnvolle Richtung zu gehen. Bisher. Ja, schauen wir mal, in was für Richtung das noch geht. Das kennt ja von uns jetzt keiner, das Spiel, so auf die Art. Das Einzige, was jetzt von Anfang an dann untergegangen ist, sind die komischen Bienen-Dinger, oder? Ja, die uns ganz am Anfang gleich Schwierigkeiten gemacht haben, was mit denen ist. Ja? Vielleicht erfahren wir da noch was. Mit Sicherheit sogar. Aber gut. Schauen wir mal. Dann sehen wir es schon. Ich glaube, ich schicke ihn jetzt zum Pachi weiter. Den wollte ich eigentlich gestern raiden. Der Pachi spielt Sekiro. Haben wir mir auch schon gespielt. Vor einem guten Jahr. Der Pachi ist einer aus der MHW-Community tatsächlich. Der streamt aber auch unterschiedliche Sachen, wie jetzt eben Sekiro. Der ist ganz sympathisch. Einfach gerne mal ein Däumchen da lassen, wenn es ihm gefällt bei ihm. Der kommt aus dem Raum Nürnberg, wenn man nicht alles täuscht. Ist gewissermaßen also auch ein Bayer. Und ja, genau. Also, ich hab Bock auf Blocktail. Blocktail hat eingeschlagen wie sonst Tepsi. Bei ihm hat es auch eingeschlagen. Freut mich, dass es ihm gefällt. Mir gefällt es auch. Schauen wir, dass wir das morgen gleich weiterspielen. Ja? Wie gesagt, kann es noch nicht versprechen, aber ich tue mein Bestes, dass wir das irgendwie hinbringen. So, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Da haben wir einen Raid-Command einfügen, also beziehungsweise kopieren für Subs und Non-Subs beim Pachi einfügen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Abend euch und ja, dann sehen wir sie entweder morgen oder im Laufe der Woche wieder, ja, zu Blocktail Requiem. In diesem Sinne, für euch, haut euch ein, ich bin für heute raus. Merci fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Habe die Reich.